love Grüezi wohl, meine Damen und Herren. Willkommen zu Metal Saber, Folge Nummer 42. Folge Nummer 42. 42. Wir sind bei die Antwort für die Frage auf alles, das Leben und die Universum angekommen. Genau. Es tut mir leid, ich habe gehört, wie eine ist. Ich weiß nicht, was. Kannst du Ricky fragen? Ich komme nicht raus, warte schnell. So, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe vorher ganz normal geredet und dann bin ich plötzlich auf der Baustelle gewesen. Ja. Eischwägen-Dose. Ja, passiert. Pierce. Baustelle Tschüss. gewesen, Baustelle geblieben. Voll. Für alle Straight Edger, die uns gefolgt sind, weil sie das Gefühl haben, wir sagen, der einzige Podcast, der nicht sauft. Es ist immer noch 0-0. Geil, schon Wir gut. saufen einfach, wenn wir uns nicht filmen dabei. Ja, das ist Grüße. schon geil, Alter. Mhm. Ed Galanda, Mhm. schick uns mal einen Kasten Radler. Wir würden nicht nur Schleichwerbung machen, wir würden ziemlich offensichtlich Ja, Werbung voll. machen. Schon gut. Nice. Hey, ja, willkommen im Podcast. Der Podcast aus der Region für die Region. Metal for your ears. Und Punk und Rock und Alternative und alles. Und alles das, was der Bella los und ich nicht ich. Nein, Punk lassen wir schon gerne. Der Ricky ist Ich habe einfach... keine Ahnung von dem. Ricky ist auch so der Metal-Brudi so. Ich bin der True Cavolta, Bruder. Die haben kein Bart. Ja. Sie spielen nicht Flying Weiss. Es ist nicht Es tiefer ist- als Drop D. Es ist tiefer als Drop D, Bruder, geht gar nicht. Nein, das ist ja voll dies. Voll. Aber ja, wir sind da im Podcast. Letzte Podcast haben wir 3,5 Stunden mit dem umgeschnurrt über Booking und was auch immer. Genau, und alle, die um mich zugelassen haben, die wissen, dass sie sich das Ticket für den 22. Juni kaufen, wenn Mhm. Whiteout Mhm. unter anderem Ja, mit Universal. Last Chance to Say Goodbye auf der grandiosen, auf der, ja Josh, wir nennen es eine Tour, weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir würden vom Montag bis am Donnerstag irgendwo spielen, würde es keine Sau interessieren. Darum Mhm. gehen wir einfach ein paar Wochenende nacheinander spielen. Ja, oder ist eine Konzertserie. Ist smarter, wenn ihr Mhm. das so macht, weil wenn ihr am Mittwoch irgendwo in Konstanz spielt, interessiert keine Sau. Am Freitag kommt vielleicht noch jemand in das Dorf. Anyway, wenn du nichts Besseres tust am 22. Juni Mhm. und nicht am Riverside Festival bist, Summerside Ja. ist dann, gell? Ist so etwas, ja. Und du hast das Gefühl, du würdest gerne an die zweite Wurstparade kommen, dann kauf dein Ticket jetzt Mhm. auf, Ticket Corner? nein, nicht Ticket Corner, Nein, Eventfrog? Eventfrog. Ja. Du gehst einfach ein, Fearlab versus Baden und dann kannst du Ticket kaufen. Kostet nämlich im Vorverkauf 20 Franken Mhm. oder Abendkasse 24. Ja. Und es wird lustig. Das wird fucking geil. Es wird ganz sicher absolutes Chaos. Der wilde Geburtstagsparty. Ja, genau, das ist Fakt. Das ist ja auch noch. Mhm. Ja, es wird definitiv Chaos, weil so wie ich alle anderen Bands an diesem Abend kenne, würde ich den Abend nicht einfach so überleben können. Mhm. 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 Ja, es wird fun. Das Bist wird du gespannt? Ja. Oh, ist ja, gerade man sieht dann, wie ich es lustig finde. gerade in Baden in der Hut. Also können wir gerade entspannen. Ja, das wird lustig. Mhm. Der Sascha von Fearlab so, ja, und dann spielen wir im Baden, das ist auch die Show, die wir dann am Vorverkauf machen und so. Ich habe meinen 30. Geburtstag. Ja, ich werde 30, ich sehe zwar nicht so aus, aber ich werde es. Ja. Der Herr da einen, tu nicht so Mhm. dumm. Ja. Wir sind alt. Mhm. Das haben wir ja in der ersten Podcast-Episode schon Ja, gesagt. genau. Und wir sind alt und dann ich kann eigentlich nur biken und dann saufen am Abend. Und jetzt Mhm. kann ich nicht biken und nicht saufen am Abend. Ja, eben. Schade. Tragisch. Ja. Ich habe an meinem Geburtstag gebouldert, aber jetzt kann ich nicht mehr, weil ich meinen Fuß verknickt habe. Ja, aber kommst du zum Ricky heim? Ricky hat den Fuß kaputt. Ja. Auf dem Tisch liegt so ihre Mitgliedschaft bei Rega. Ricky gerade so, jawohl. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Alles gerade gleichzeitig. Go, Alles, go, go. alles jetzt, so einen Unfall kann. Paraplegiker Zentrum Notwil, bist du auch schon angemeldet? Immer. Geil. Parat. Nein, ja. Voll. Aber ja, es wird fucking funny. Lifehack, Also, wenn ihr der Rega Geld gebt und dem Paraplegiker-Zentrum und der Quittung behalten, könnt ihr es von den Steuern abziehen. Mhm. Das sind insgesamt dann wahrscheinlich etwa 90 Stutz. Insider News. Aber ja. Dings. Trading with Bella. Ich Ich habe frag mich. extra so eine Finance Bro Weste. Aber ich frage mich, spielt dann Fearlab schon mit dem neuen Bassist oder noch nicht? Da weiß ich einfach gar noch nicht. Wissen wir nicht, ja. Das ist eine gute Frage. Warte Ich mal. weiss, dass sie ihn vielleicht auf Polen mitnehmen, aber Wann gehen Sie auf Polen? ja, dann, wenn wir auf Polen gehen. Wann ist Polen? Am 6. und 7. Juli. Dann könnte es knapp werden. Who knows? Ja. Who knows? Das wäre schon lustig. Da hat Sascha ohne den Bass gesehen und einfach am Rumgumpen wie Sau. Das stimmt, das wäre fucking weird. Eben. Jetzt ist er nicht mehr nachher am Mikrofon und am Bass hängen. Er kann überall gumpen, so Flips machen, Mhm. im Mosch reingehen. Mhm. Das ist ja gut. Im Moshpit gehen. Wie der Dude gestern, der Sänger von Ghost Iris.
Ich weiß immer noch nicht, was das war. Ghost Series hat auch gespielt. Ja, Fuck. aber also, hast du nicht so viel verpasst im Fall. Ja, wirklich. Ja, ich weiß auch nicht. Es hat mich nicht wirklich mitgenommen. Es hat mehr so ausgesehen, als ob sie auch irgendwie selber nicht so einen Plan gehabt hätten, was sie machen. Wir haben mit Ghost Series Also dann- zusammengespielt vor. Von hinten hat es paar gut ausgesehen. Aber ich bin zuerst vorne gestanden und dort hat es einfach ausgesehen wie so eine Kilby-Band, die das auf Slipknot machen. Und dann bin ich hinterher für die letzten paar Songs. Dort hat es gut ausgesehen. Aber dann ist der Sänger immer so komisch im Publikum rumgelaufen mit einem Baseballschläger und er hat immer so Ansagen gemacht, wo du nicht gewusst hast, ob er es jetzt geil findet, dass es keine Leute hat oder nicht. Und das ist dann so ein bisschen weird gewesen, wenn er mit einem Baseballschläger durch das Publikum auf sich zugelaufen ist. Okay. Aber ja, sonst, er hat auch das R-Wort gebraucht. Er sagte, er hat einfach so eine Ansage gemacht vom Publikum und dann so, I'm in the crowd, if anybody wants to know where I am. Alright. I am the with the. Ja. Warte, ich zitiere ihn nur, das heißt, dann darf ich sagen, oder? Also sie machen dann in dem Fall so wie eine Show mit Maske und so Scheiß jetzt, oder? Ja, also das Ding ist, es ist eben ein bisschen weird, weil ich habe sie dann mal gegoogelt und das Gefühl gehabt, es hat nämlich amigs eine kleine Ambivalenz gehabt zwischen. Packe ich wieder die grossen Wörter raus. Ist Ambivalenz das richtige Wort? Und vielleicht. Was ist, Ich weiss auf jeden Fall, was ist richtig andere Wort Äquivalent Es hat auf jeden Fall amigs zwischen den Songs und dem Auftritt amigs eine rechte Diskrepanz gehabt. Alright. Ja, wo wir jetzt zusammen mit denen gespielt haben, sind einfach Brudis mit Band-T-Shirts gewesen. Also. Ja, sie haben auch etwa so gespielt, als ob es Brudis mit Band-T-Shirts Okay. sind. Also es war so ein bisschen weird gewesen. Aber, ja, gleich. Ich habe schon vorgegriffen. Lustig, alright. Aber ja. Eben, kommen wir auf Baden oder auf Polen, je nachdem, wer am nächsten bei euch ist. Oder halt auf Luzern oder auf Basel. Stimmt. Erzähl mal, wer spielt alles in Luzern? Ja, Fear Lab, Eversis und No Kings, No Slaves. Also absolut grandios. Abriss. Wenn Knock Knock No Kings, No Slaves heisst, Ja, dann müsst ihr. Wenn Knock Knock heisst nicht No Kings, No Slaves, das sind zwei Bands. Zwei ganz verschiedene ich habe jetzt auch Bands. ein bisschen überlegen. Aber zum Glück hat keiner von uns irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich das jetzt nicht gesagt habe. Ja. Wenn ihr wenn das eine Abkürzung von No Fight, No Glory ist, dann könnten wir No Kings, No Slaves eigentlich Knock-Knoss nennen. Nicht NKNS. Einfach nur weil Knock heisst jetzt No Kings, No Slaves, Knock-Knoss. Ja, und Basel spielt auch. Ja, aber recht von Alga. Ja, es ist 8. 8. Juni. Ja, 8. Juni. 8. Valhalla. Juni. Valhalla. Geil. Brudis, du kannst gerade mit dem Demigod an die Liste auch noch kommen. Du kannst die Ja. ganze Band mitnehmen. Also nächsten Samstag, ich glaube, ich könnte sogar. Brudi, das ist nicht nächsten Samstag. Fuck, ist nicht nächsten Samstag, der 8. Das ist Samstag in einer Woche. Oder? Fuck. Weil wir haben jetzt ja dann, also Dann ist Greenfield, das ist in 3 Wochen, nicht in 2 Wochen. Greenfield ist, ja stimmt, Greenfield ist eine Woche später das Jahr. Ja, ist schon gemeint. Ja, aber sonst Ja, hätte ich ein Problem gehalten. Wenn es Greenfield in 2 Wochen wäre, dann hätten wir am Greenfield Konzert gespielt und das machen wir nicht. Ja, nein. Das war wirklich dumm. Das ist wie Bullet von Valentine, wo sie Konzert am Greenfield Mittwoch gespielt haben, im Z7 und dann das Konzert abgesagt haben aus logistischen Gründen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die logistischen Gründe waren. Die Logistik von alle ihre Fans sind schon am Greenfield gewesen und keiner von ihren Fans war im Z7 gewesen. Da ist wahrscheinlich die Logistik, die dort in die Hose gefallen ist. Ist gut möglich, ja. Frag mich nicht, wieso ich gerade so eine komische Mischung aus Schaffhauser und Thurgauer Dialekt drin Du habe. bist ja richtig kreativ mit dem Stimmen. Ja, das Problem ist, wie wieder ist fertig arbeitslosen Spaß dabei. Bei mir ist wieder Arbeitsleben angesagt und irgendwie macht es mich fertig. Back in the grind. Macht nichts Gutes mit mir. Aber ja. Ja, dann können wir mal Fear Forever Tour schauen. Ja, kommen. Es wird geil. Nachher der Finale. Versus hat schon 2-mal probt dafür. Ja. Was viel ist für die Band. Das ist überdurchschnittlich, ja. Viel ist für die Band. Und wir proben nochmal. Und vielleicht sogar nochmal. Aber ich hätte Zeit. Ey, wir haben wirklich, also erste Probe, da hundsjämmerlich gewesen. Hundsjämmerlich, wirklich einfach so, du bist da gestanden und hast dir einfach so gedacht, so, hoppa! So, wie haben wir können am Siamese gegen so stabil spielen, wie wir gespielt haben? Weil dort haben wir, glaube ich, meiner Meinung nach gut gespielt. Oder generell, wie kann irgendeiner uns live schauen und nicht einfach rauslaufen? Etwa so hat sich die Probe angefühlt. Und auch die Motivation war hoch gewesen, was das angeht. So einfach also, ich will heim, ich habe keine Lust mehr. Und dann haben wir, dann haben wir eine zweite Probe gehabt und das war auch das erste Mal gut gewesen. Und dann haben wir schon wieder angefangen, so ein bisschen rumzukäspeln und ich so, nein, es werden alle heim, die zweite Runde wird scheiße. Und dann ist die zweite Runde einfach noch besser gewesen als die erste Runde.
Alright. Ich glaube, man könnte es eben schon, wenn man will. Ja, Man könnte es schon, wenn man will. Und der Song, wenn man das Problem ist, wenn einfach durch das halt der eine von uns in der Pflege schafft und der andere in der Veranstaltungstechnik, können wir nicht regelmäßig proben. Ja, Und dann ist das Problem, ja, man könnte es schon, aber man hat dann halt unter Umständen, also wenn wir zusammen spielen, kann es sein, dass wir unter Umständen das letzte Mal, wo wir zusammen gespielt haben, einen Auftritt hatten, wo wir das andere Set gespielt haben, wie das, was wir jetzt dann spielen. Ja. Und der kann dann auch schon 2,5 Monate her sein, der Auftritt. Weil, ja, es leider, es kommt, bei uns funktioniert es relativ okay. Ja, Muscle Memory ist da, oder? Irgendwann machst du so lange, dass es einfach funktioniert. Ja, aber eben, du musst dann halt wieder wie mal gehört haben und dann kommt es wieder, musst einmal gemacht haben und dann hast du es wieder drin. Aber ja, es ist wirklich so, es gibt wirklich Bands, die das Privileg haben, dass sie einmal in der Woche können miteinander proben und wenn wenn du in einer Band spielst, die das kann und ihr regt euch darüber auf, dass ihr jede Woche probt, dann erstens fickt euch ein bisschen ins Knie. Einfach aus meiner persönlichen Sicht, weil du kannst so viel erreichen, wenn du jede Woche einmal probst, kannst du so viel machen. Und die meisten machen es nicht. Die meisten machen Ich glaube, es gibt sogar Bands, die 2-3 Mal in der Woche machen. Und ich so, Bro, was? Ja, Bands, die 2-3 Mal in der Woche machen, proben oder irgendwie sich treffen, aber trotzdem weniger machen wie fucking Eversis. Ja, aber. Weil man einfach so denkt, so, was machen die? Oh. Okay, gut, also wenn es einfach nur am Also wenn es Spaß macht, ja. Wenn es geil findet, wie es Spaß macht, ja, fair enough, dann da habe ich nichts dagegen. Das ist völlig in Ordnung, wenn du einfach 3 Mal in der Woche probst. Ja. Also 3 Mal in der Woche einfach im Bandraum hängst und ich glaube, wenn Fun hast. Wenn du sonst kein Songwriting oder Zeugs daheim machst, dann ja, verstehe ich es mehr. Ja, ich würde es so gerne im Bandraum machen, aber es geht nicht. Also es funktioniert gar nicht, weil, eben, wie gesagt, wir haben für die Probe, dann haben wir dann mal das Gefühl gehabt, hey, machen wir wieder mal außerhalb von der Band etwas. Und dann hat einfach der Team so geschrieben, anhand von unserer Doodle-Umfrage würde ich mal sagen, das wird schwierig bis zu der Tour. Aber es ist leider so. Ja. Weil eben, wir haben ohne Scheiß, wir haben eine Doodle-Umfrage gemacht. Also, die Bandplanung von Eversis geht so, wenn wir amix wissen, dass etwas ansteht, dann machen wir einen Doodle über 2,5 Monate. 2,5 bis 3 Monate, ein Doodle, wo jeden Tag drin ist. Und wir sind das 4. Jetzt rate mal, durchschnittlich, wenn wir so auf 2 Monate aus einem Doodle machen, wie viel Mal sind alle 4 Leute dort? Einmal. Schon ein bisschen mehr. Okay, also, durchschnittlich sind es 2 bis 3 Mal. Alright. Ja, das ist schon her. 2 bis 3 oder 4 Mal. Nein, amix sind es sogar 4 Mal. Also wirklich, aber das ist... Oder mehr. Nein, also weißt du, so, es sind dann noch so viele Lichts und weiss ich was. Und dann so, ja okay, wenn wir Songwritings machen, dann ist es auch nicht so schlimm, weil dann können wir auch mal das Zweite machen und so. Aber so wirklich so full-on Proben für einen Auftritt, das ist hart bei uns. Ja. Weil eben, wenn der eine frei hat im Spital, ist der andere ganz sicher irgendwo auf einer Bühne rumrennen, weil er irgendetwas muss rumtechniken. Ja. Oder umgekehrt. Ja, klar. Einmal habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ich mit meinem normalen Bürojobs Problem war. Weil alle haben das Gefühl gehabt, hey, wir könnten am Donnerstag um 11 Uhr am Morgen. Und ich so, ja, okay, sorry, Bruder, dann bin ich im Büro. Also, ja, geil, dass ihr alle am Donnerstag um 11 Uhr am Morgen könntet, aber... ja, das ist schon schwierig. Ja, ist heavy. Ist heavy. Aber ja. Was haben wir sonst so gemacht in der Zeit, Brudi? Ja, irgendeine von uns, irgendeine Freundin von einem von uns hat mir geschrieben, hey Brudi, das ist eine gute Gitarre. Hey, frag doch den, du wolltest sie ihm Ricky schenken. Ja, und das sexy Ding da hinten. Ja, Mann. Fucking sick. @Thoman. Weißt du, dass wir mal Hochdeutsch machen? Thoman versteht das nicht mehr. @Thoman. Falls du, geschwulligster Hochdeutsch, @Thoman, falls du den größten, einzigartigsten und besten Schweizer Metal-Podcast unterstützen möchtest, wir beide sind für dich da. Immer. Die Produktplatzierung haben wir schon. Ist es auch. Sieht geil aus. Pinky Gitarre für die 30. ist aber super. Wenn du den Podcast nicht schaust, sondern nur mal hörst, weißt du jetzt nicht, von was wir reden. Aber dort hinten steht eine Pinky Sparkle Gitarre. Ja, ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie gut die Qualität von der Harley Benton Dings ist. Also eben, es ist eine Harley Benton und sie kommt aus Indonesien. Was heisst, sie ist in der gleichen Factory produziert wie die LTDs. Ibanez Premium, glaube ich. Ja. PRS SE. Möglich. Chapmans und Solars, die sind auch alle von dort. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube Squire auch. Nein, Squire kommt aus Mexiko. Oder nein, unbedingt. Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn Indonesien hinten drauf steht auf der Gitarre, die sind alle aus der gleichen Firma. Ja.
Und wenn der Glenn Fricker nicht lügt, dann ist die Firma, die das Zeug produziert, Cord. Ja, machen guten Shit. Also, und das Ding, also das kostet jetzt, wie viel kostet die? Ich weiß nicht, das ist ein Ich Geschenk. glaube, es ist unter 400 Euro. Mhm. Aber ich habe sie gerade in der Hand gehabt und das Ding fühlt sich besser an als. Also vor 10 Jahren hättest du 1500 Schuss gezahlt. Also wenn du so eine gute Gitarre von einer anderen Marke willst, zahlst du einen Tausiger. Ja. 100 Pro. Mhm. Ja, ist crazy. Kleiner Lifehack Also von uns zwei. Bin sehr gespannt, wie wir eine glitzernde Gitarre mal live spielen. Ja. Ja, Brudi. Ja, Baden! Ja. Baden! Könnte sie, nein, für das habe ich meine Solar. Ja. Solar ist Brudi, meine ich habe Metal-Gitarre. Geburtstag. Komm, ich habe Geburtstag. Aber Komm. Solar ist ja meine Metal-Gitarre. Oh, das Pink Sparkle ist nicht Metal. Das ist meine Rocky-Gitarre. Ah, geil. Ja. Dann kannst du spielen. Breakdowns auf Standard E. Ja, Beartooth. Ah, machen Standard E? Bruder, die sind aufgetuned. Hallo. Ich glaube, Beartooth hat Drop E. Geil. Allerdings, ja. Ja, Silosis, Bruder. Spielen mit ihr, glaube ich, auf Standard D. Sie. Aber Sie. am Anfang nicht. Eben, am Anfang nicht. Am Ja, Anfang nicht. Dort Ja. Breakdowns auf Standard E, Alter. ja, ist crazy. Ist crazy. Heavy shit. Ja, einfach keeping it real, fresh, Bruder. Ja, Alter, wir müssen noch. Das wird das Beste, das wird so geil, Alter. Silosis am Grenich. Ah, stimmt, ja. Mhm. Letztes Jahr ist. Der Mike wird so dort stehen, so. Also, das ist mir zu wenig blöd. Aber du bist dabei gewesen, als sie im Ding Ja. gespielt haben, oder? Ja, ich bin ja der, der am Leute schon geschrien hat, Wie dass wir lange? gehen müssen. Das ist fucking sick, man. Alter, fucking Silosis ist Ja. so heftig Voll. gewesen. Silos ist Malevolence ist dort gewesen, oder? Hey, haben wir eigentlich, wenn mir jetzt gerade auffallen ist, haben wir eigentlich die Kategorien für 2024 Swiss Metal Serval Awards schon? Ich habe mir überlegt. Weil die letzten haben wir ja innerhalb von 5 Minuten uns überlegt. Ja, aber genau. Ich glaube, Nein, haben wir nicht. Ich glaube, Live-Musik ist schwierig, weil wir sind nicht an jedem Konzert dabei. Ja, aber das ist ja gleich. Aber ja, wir können schon. Wir gehen nicht an wenig Konzerte. Ich habe geschaut, ich bin dieses Jahr schon 29 gewesen. Okay. Und Also ich, davon war die Hälfte etwa Local Shows gewesen. also ich finde Best Single oder Best Ja. Release, oder? Single Ja. oder EP oder Album ist scheißegal, oder? Ja. Best Ja, Release. die wir letztes Mal hatten, oder? Ja, eigentlich. Fuck it. Wir haben. Gut, letztes Mal haben wir eben. Die Kategorie habe ich nicht schlecht gefunden. Kategorien sind nicht schlecht. Vielleicht noch ein Community Award für das Jahr, wo Leute können voten. Ich habe den Podcast im Fall nicht, dass andere mir können sagen, was sie gut finden. Für das müssen sie das Privileg haben, bei mir auf dem Sofa zu sitzen. Da. Alright. Ja, wir können jetzt noch diskutieren. Ja, das ist gut. Aber Easy sick. gut, aber nachher gibt es die, die das Ding ihre Großmutter und Tante und Onkel schicken zum Voten. Und das ist alles gefaked. Eben, das ist immer wie beim ESC. Mhm. Ah, ESC ist auch noch gewesen. Schweiz hat Stimmt, ESC gewonnen. stimmt, Nemo ja. hat ESC gewonnen. Ja, voll. Und der Song ist einfach, wenn du das Gefühl hast, das ist Pop-Scheiße. Nein, der Song ist heavy, ist gut, ist ein guter Song. Ich muss noch los. Mike und ich sind im Auto gehockt, sind auf Chur biken und haben uns Wunder genommen, wie der Song tönt. Mhm. Dann haben wir ihn gelassen und das Gefühl gehabt, ja, Alright. der ist nicht schlecht. Also, das ist Ich ein muss mal guter- hören. Ich habe einfach so Snippets gesehen vom Ding. Das ist nicht heavy im Sinn von Breakdown heavy. Ja, ich finde also Er Pop ist- ist schon schwierig, gutes Pop schreiben. Also, es ist wirklich, der Song ist, er ist ziemlich dramatisch. Also, Ich finde auch, wenn man so hässige Musik macht, man kann gutes Songwriting kannst du erkennen. Oder? Gute Choruses, gute Hooks, gute Breaks oder Breakdowns, was auch immer. Es sind auch Breakdowns im Pop, ist einfach anders. ja, also basically ist Metalcore ja sowieso Popmusik, einfach Absolut, mit ja. heavy Gitarre. Das sehen wir 100%. das sehen wir ja, für die jetzt live zuhören, was keine Sau ist, Mhm. 6 Stunden sehen wir das. Was? Ja, Bring Me The Horizon hat heute gesagt, dass sie morgen ihr neues Album releasen. Ein Album? Ja. Fuck! Das ist also das Die haben Bild ja- vom Oli gewesen. Die haben ja schon lange gesagt, dass ihr Album Next Gen irgendwann kommt. Und Ja. jetzt heute irgendwann um 12 Uhr so 24. März. März. 24. Mai 00000 Next Gen. Fucking Also- geil, Alter. Einfach so, Das ist cool. das zeigt schon mal, wie groß die Band ist. Ja, voll. Das stimmt, ja. Ja. Dann ihre Promophase ist 12 Stunden. Mhm. Ja, das ist schon geil, ja. Okay, da bin ich gespannt, was ihr noch alles Neues gemacht habt. Weil ich meine, ihr letzte Alben hat die Hälfte von der Metalcore-Bands versucht nachzumachen. Ja, immer. Eben. Ich freue mich jetzt schon, morgen können zu hören, weil ja alle. Ich freue mich jetzt schon drauf. So, jetzt kommt wieder ein Zitat von mir, das ihr euch aufschreiben könnt. Ich habe nämlich schon 2 Leute gehört, die dumme Sachen von mir, die ich gesagt habe, als Zitat genommen haben. Was war die erste?
in der ersten Episode habe ich also etwas richtig plakatives Dummes gesagt. Ich weiß nicht, was wir alles für Scheiß erzählt haben. Irgendetwas mit Ilf. Ah ja. Ilf impliziert, dass sie im Bereich vom Bumsbaren liegt. Oder ja, irgend so steht, ich glaube, irgendjemand. Auf jeden Fall, ich freue mich jetzt schon, dass ich in 8, 9, 10, 11, 12, 4 Stunden, nicht mal 6. Ich freue mich jetzt schon, dass ich in 4 Stunden kann hören, wie alle Metalcore-Bands in 3 Jahren tönen. Ja, 3 Jahre macht auch Sinn. Ja. Fangen wir an so in den nächsten 3 Monaten, aber nachher alles, ja. Es fängt schon demnächst an. Nein, weil sie haben ja alle ihre Songs schon geschrieben. Also so Bring Me The Horizon ist effektiv immer so 3 Jahre voraus. Voll, genau. Aber nachher lost sie wieder die Bands und fangen jetzt schon in den nächsten paar Monaten neue Songs in der Richtung zu schreiben. Eben, aber raus und so, dass die ganze Szene dann so tönt, ist immer so 3 Jahre später. Ja, das ist schon so Dings, ja. Eben, sie haben Sam Eternal rausgebracht und 3 Jahre später haben alle tönt wie Sam Eternal. Mhm. Hat sie in der Schweiz so etwas Ja, Breakdown of Sanity hat das ja gemacht. Alle haben Breakdown of Sanity Breakdowns gemacht. Was unter anderem der Grund ist, wieso ich die Band auch immer abgetan habe, weil ich einfach das Gefühl gar nicht, sie tönen wie jede andere Band. Aber das Problem ist, sie sind die Band gewesen, die gemacht haben, dass alle anderen Bands so tönen. Genau. Von dem ich freue mich aufs Grenchen. Stimmt. Das ist viel angenehm, ja. Ja, das wird lässig. Voll. Nein, Dings, ist schon mal, Dings sind auch ein Song rausgereleased, oder? Baby Metal und... ja, Baby Metal und Electric Cowboy haben heute einen Song rausgereleased. Ist der gut? Ich finde ihn geil, er ist so halt catchy. Der Ratatata. Ich sage jetzt nicht, welche Musiker in unserem Gruppenchat öffentlich Hate Speech gegen Baby Metal betrieben haben. Mhm. Das sind aber nicht der Ricky und ich gewesen. Nein, definitiv nicht. Ich nenne jetzt keinen Namen. Oh ja. Aber ich bin kurz davor. Okay. Ja. Aber haben wir schon 22 Minuten aufgenommen. Ja, voll. Wir haben noch keinen einzigen Punkt gegeben, von was wir geschrieben haben. Aber das ist gut. Das ist die Essenz vom Podcast. Ja, wir haben ja schon lange nicht mehr miteinander geredet. Ich meine, letztes Mal haben wir müssen Umi zuhören. Alter, ich glaube, es hat es noch nie gegeben, dass ich so lange nichts gesagt habe. Es ist, also ich bin praktisch im Moment so gefunden, so, ich bin im Podcast am Hören. Und ich so, nein, ich bin nicht im Podcast am Hören, ich bin im Podcast am Aufnehmen. Ich habe mich am so gefühlt, so wegen, okay, ich muss jetzt ein Notizbüchlein für ihn nehmen, weil es gibt eine Prüfung drüber. Ah, nein, gibt es nicht. Voll. Nein, es ist wirklich krass. Es war wirklich so ein TED-Talk / Masterclass gewesen. Und ich habe schon von ein paar gehört, dass es wirklich nützliche und hilfreiche Infos hat. Vor allem haben wir auch viele Leute schon gesagt, dass sie ihn durchgelassen haben. Ja, 3,5 Stunden. Und ganz ehrlich, 3,5 Stunden es hat sich nicht so gefühlt im Fall. Ich hätte locker weiter schnurren mit Numi. Ja, Logo. Wir haben ja dann noch weiter müssen. Ja, Umi hat weiter müssen, wir haben weiter müssen. Mhm. Ah, sind wir Clowns schauen, oder? Ja, sind wir Clowns geschaut. Stimmt. Ist irgendetwas vorher noch passiert? Überlege, klar. Kill the Lights. Ich finde mit dem Nico auf Stuttgart Kill the Lights schauen. Stimmt. Das war funny gewesen. Für alle, die Kill the Lights nicht kennen, aber Bullet from a Valentine geil finden und das Gefühl haben, Bullet from a Valentine tönt nicht mehr so geil wie früher. Ja. Gehen Kill the Lights schauen, weil dort ist der Schlagzeuger von Bullet from a Valentine, der ihm dabei ist, und der Bassist von Bullet from a Valentine, der ihm dabei ist. Ja. Und ja, das war geil gewesen. Es war eine fucking Local Show gewesen. Es sind etwa 70 Leute in einer 300er Venue. Damn. Eine Local Band aus Stuttgart ist vorweg, nicht aus Stuttgart. Drawn by Evil. Hure geil gewesen. Richtig geil. Und ich bin dann ein bisschen. Ich habe gesagt, ich trinke kein Bier, kein Alkohol mehr an Shows. Aber wir sind in Deutschland gewesen. Ist ja wie Ferien. Oder? So ein bisschen hackervoll. Ich so, hallo, ey, machen wir nächstes Jahr das Konzert zusammen. Und sie so, yes. Und jetzt muss ich das irgendwie noch beibringen, aber ist ja gleich. Kill the Lights, stimmt. Die habe ich ja verwechselt mit Torch the Light. Torch the Light? Nein, wie heißt es? Light the Torch. Light the Torch. Ich habe gemeint, so, ja, nein, ist nicht im Howard Jones Band. Ist nicht Howard Jones Band, genau. Sorry, genau. Schlag nicht mich Fuß. Ja. Nein, und ich bin Danny Brown geschaut. Ein bisschen andere Musikrichtung. Im Complex Club. Spannend gewesen. Alles sehr junge Menschen mit ihren Eltern gewesen. So ein Konzert. Ich bin mit meinem Bruder gegangen und ich so, ich weiß nicht, was für Zielgruppe das wird sein. Ich bin ein Fan von seinem Podcast. Der Danny Brown Show. Richtig geile Show. Und bin gegangen. Ist cool gewesen. Ein Dude, der recht voll war, der mir ein bisschen Sorge gemacht hat bei mir schlägeln.
Ja, Und du so, bring it on, bitch. Nein, ich so wie, Bruder, geht's? So wie, der nicht können laufen. Ich so, Bruder, komm, du willst nicht mit mir schlecht. Der Ricky macht einfach so, was sagt der Lukas von Kate Effect immer? Willst du ein GL? Hä, ein was? Ein Gesichtslange? Aber ja, es war cool gewesen. Wirklich anders, weil ich kann nicht wirklich an Hip-Hop-Shows. Und es ist interessant Ja, gewesen. Hip-Hop-Shows sind weird. Es ist irgendwie, es kommt immer darauf an. Ich bin, gut, KIZ ist halt einfach Randale und Krieg. Aber weißt du, was lustig ist? Ich habe hure viele Deathcore-Shirts gesehen. Ja, aber das sind es Deathcore-Shirts? Es sind Deathcore-Shirts gewesen, ja. Nicht nur H&M-Shirts, sondern Deathcore-Shirts. Es sind Deathcore-Shirts gewesen. Also in Crossover gibt es schon. Ja, es gibt, ja logisch, weil all die Voll. Hip-Hoppers ja eigentlich so fucking Core-Kiddies sind. Ja. Und alles, es ist ja, das ist ja, das haben wir ja herausgefunden, dass jetzt einfach wieder alles aussehen wie der 90er, Mann. Alle haben wieder die Frauen sehen wieder aus wie die Spice Girls. Mhm. Das fucking weird ist, aber ist ja gleich. Das habe ich noch nicht gecheckt. So, muss ich mal gucken. Ja, du musst halt mal rausgehen. Ja, schon. Aber du gehst halt einfach von da Boulderhalle und wieder heim. Da wurde Halle und spielt Walheim. Und in der Boulderhalle sind es halt nicht angelegt wie die Spice Girls. Jetzt bin ich wieder am Gamen, weil neue Expansion von Walheim rausgekommen und ich bin seit der Woche... Und nicht, weil du den Fuß kaputt hast. Es hat gerade gut geklappt im Fall, weil ich nicht laufen und es ist gerade eine neue Expansion raus gewesen. Also jetzt bin ich jede Abend mit meinem Bruder bis um 2 Uhr am Morgen am Gamen. Ist funny. Darum schreibst du mir immer erst dann zurück. Jetzt Ja. komm ich drauf. Ja, ist geil. Voll. Und Bruder, Ja. ich habe Knoblauch in mein Essen da voran. Ich merke es. Hey. aber dann was haben wir das Thema gehabt? Ja, wir haben noch, was haben wir noch? Clowns-Konzert sind wir noch Clowns, geschaut. Das hast ja genau. der Umi ja organisiert. Also Umi bookt, Clowns-Show. Genau. War ein Chaos und Krieg gewesen. Mhm. Richtig lässig. Ja. Ricky ist übrigens da gestanden, nicht mehr gewusst, wo unten und oben ist. Aber Ja, es ist schon verwirrend gewesen, aber es ist cool gewesen. es ist wirklich, ja gut, Clowns ist verwirrend. Es ist, ja, voll. Aber es ist sehr gute Musiker, muss ich sagen. Und Ja, vor allem der Sänger hat seine fucking abgeschnittenen Jeans-Shorts, wo wahrscheinlich der Pimmel würde rausschauen, wenn er nicht würde hindern binden, weil sie so kurz sind. Mhm. Und Pit Vipers und Mullets und einfach... Das ist cool gewesen. Der Look vom Gitarristen habe ich richtig gefühlt. Das Mit ist seinen so eisig. Schnurrbart, Ja. Pit Vipers, richtig kurze Shorts, so 80er-Style, Lemmy-Shorts, weißt Ja, Australien laufen im Fall so um. du? Wirklich? So Hillbilly Australien, Mm. so Szene Australien laufen so um. Ja. Das ist fucking geil. Also richtig cool. Wirklich crazy. Ist mal anders gewesen. Also, letzte Zeit bin ich recht Shows gegangen, die ich sonst nicht kann. Von dem her ist es interessant. Ich bin mein Spektrum am erweitern. Also wenn jetzt der Rest von der Metalcore-Szene das wir machen, würden es also Local-Shows gehen. Ja, wahrscheinlich. Ja, voll. Also, sonst, ich bin auf Krawall aus, merke ich. Hm? Ich bin ein bisschen auf Krawall aus. Was ist Krawall? Ich bin auf Krawall aus. Was ist Krawall aus? Das sind 2 Wörter. Ich bin auf, du kannst ja sagen, du bist auf Bier aus und dann gehst du Bier trinken, aber ich bin auf Krawall aus. Was ist Krawall? Oh, Bruder, wie erklärt man das jetzt? Ja, Wie erkläre ich? Wahrscheinlich, ich google das Wort jetzt. okay. Es ist nämlich Krawall. ein Deutsch. Riot. Ja, aber das ist nicht richtig. Es ist nicht Aufruhr. Aha, okay. Es ist, ja, es ist eben das. Bro, Das ist nicht, Schlägerei. alle englischen Wörter sind nicht korrekt. Also, du willst schlägeln. Ich google. Nein, ich will eben nicht schlägeln. Eben Du willst nicht. trollen. Nein, eben nicht. Ich will einfach ein bisschen Unruhe stiften. Wie Unruhe das, stiften. ein Riot ist nicht ein Krawall. Ein Riot ist ein Riot. Und ein Brawl ist eine Schlägerei. Ja. Und ein Row ist auch Ja. eine Schlägerei. Und was ist Eruction? Ja, das Wort habe ich noch nie gehört. Alright. Das hier. Was ist willkommen bei Leo.Dictionary. Afraid. Alright, noch nie. Ja, die Wörter A sind alle- rumpus. A rumpus. Willst du a rumpus I anfangen? want a rumpus. Ein Sushi. What the fuck? Alright. Ja, egal. Oh ja, sonst bin ich nicht wirklich an Konzert gewesen. Ja, ich bin sehr passiv jetzt. Aber jetzt vom Greenfield dann, oder? So, Festival Season. Ja, nein, Alter. Ich bin der beste fucking Konzert ever gewesen. Ah, stimmt. Beste Show Stimmt, ever. ja. Most brutal band on the planet. No! No! It was the best thing ever.
We've been at the concert from the Arnold. The Arnold, it was a weightlifting exercise all day. It was like bumping and the brutal breakdowns. It was the best. Der Radar von Kate Effect war auch da und es war so herrlich. Also wir sind am Austrian Death Machine Konzert und das Problem ist, dass ich finde Tim Lambesis mittlerweile sehr sympathisch. Es ist so funny gewesen. Es ist so, ich habe das Gefühl, es sind nicht so viele Leute, ich habe das Gefühl, oh, das wird nachschießen. Ja. Aber alle, die sind auf die Bühne gekommen und einfach es ist so, rechts im Kiff an der Wand ist einfach mit so einem Projektor sind auch so Terminator-Ausschnitt gelaufen und so Fitnessvideos und alles Wüste die ganze Zeit. Und dann hat der Tim Lambesis irgendwann so, eben, am Anfang ist einfach so ein Countdown gekommen, ein Filmtrailer und dann ist einfach so ein Dude, angelegt wie der Terminator mit einer Arnold Schwarzenegger Maske auf die Bühne gekommen. Und dann also, hello, are you ready? Are you ready for the most brutal band that's on the planet? With the girly man, Tim Lambesis. With Timmy. Timmy, he was lifting weights. He's never as buff as me. Und so einfach so die ganze Zeit so richtiger Bullshit. Und dann ist einfach so, dann haben sie einfach so gespielt. Und ich schwöre, ihre Gitarrist hat 1:1 ausgesehen wie so ein G.I. Joe, Alter. Ich kann nicht mehr können. Wirklich so ein bisschen, irgendwie so, wie wenn er einfach so schon trainiert wäre, aber dann vergisst, am Abend nicht in die Bar zu gehen und sich noch 800 Burger und Ziggis und Bier reinklopft. So wirklich so, er hat so einen Helm gehabt, so einen Metallhelm mit Zigarren und hat gespielt und es war einfach eins zu viel gewesen. Und dann sind eben immer plötzlich so Dudes mit so Masken, mit so Arnold Schwarzenegger Masken rumgerannt und haben so Moshpits gestartet. Und irgendwann ist der Fotograf auf die Bühne gekommen, ist einfach so mit der Kamera auf die Bühne gerannt, hat angefangen zu steppen und ist so runtergerannt. Es ist einfach fucking Chaos gewesen. Und dann haben wir irgendwann herausgefunden, dass die Dudes mit Masken sind einfach die Vorbands mit so Arnold Schwarzenegger Masken. Oh shit. Das war wirklich eins zu viel gewesen. Und dann ist einfach wirklich, sie haben irgendwie so Songs gespielt und dann, wenn es so Terminator-Songs sind, ist rechts einfach auf dem Bildschirm, auf dem grossen Leinwand, ist einfach so Terminator-Ausschnitt gelaufen, so von Schiessereien. Oder irgendwie beim einen Lied sind ja hure viele Filmzitate, sind ja die Songtitel. Es ist so der Ausschnitt vom Film gelaufen und dann so von wegen, ja, eben, dann hat der Song angefangen, wo der Ausschnitt, wo er das sagt im Ausschnitt vom Film. Es ist so fucking funny. Ich meine, es geht in den Chopper. Geht, ja, eben. Sie sind so, my boots, my... Ja, genau. I need your clothes, your boots, your motorcycle. Ja. So, genau das. Und das war einfach wirklich so völlig daneben gewesen. Und dann irgendwann ist er so weggestanden und einfach so das Gefühl gehabt, so, hey Aro, how are you doing? I am really pumped right now, but I'm kind of out of breath. I need to get some juice. Er hat einfach so seine Weste, hat so eine Weste angehabt. Der Tim Lambesis hat einfach so seine Weste aufgemacht, so einen Proteinriegel rausgeholt, sich so den Proteinriegel reingedrückt, so gefragt, ob nochmal irgendjemand will, so anfangen Proteinriegel verteilen. Und dann hat er einfach so mit so vollem Maul angefangen mit den Songs. Das war so eins zu viel gewesen. Fuck, no. Das war so daneben gewesen. Aber wer sind die Vorbands gewesen? Ghost Iris und Distant. Das sind ja auch eine mächtige Vorbands gehabt, oder? Yes, nein. Also Vorwärts sind nichts gewesen. Also schon gut, also muss schon etwas geben, was das Problem ist, also nicht das Problem ist, aber es ist niemand wegen der Vorwärts tätig gewesen. Keiner hat sich für Vorwärts interessiert. Nicht mal vielleicht, es sind alle nur wegen Austrian Death Machine da gewesen. Also die Vorwärts haben wirklich Herzkämpfe gehabt. Okay. Ja, irgendwann, sie haben ja einen Song, wo irgendeiner sagt, dass der Arnold tönt wie der Cookie Monster. Und in irgendeinem Film sagt er, ja, put the cookie down. Ich weiß auch nicht, welchem Film das ist. Auf jeden Fall, dann ist ein Dude, ich glaube der Schlagzeuger von Distant, als Cookie Monster verkleidet auf die Bühne gekommen und hat ihnen Oreos gefüttert. Also er hat den Tim Lambesis einfach Oreos in die Schnur gestopft, während er am Performen war. Genau. Das ist so eins zu viel. Dann kannst du schon das Wasser geben. Ja. Also es ist wirklich, es ist grandios gewesen. Es ist wirklich etwas vom Und dann die ganze Zeit, der Tim wieder auf der Bühne gestanden, so fragen, hey Arnold, what shall we do? Team, listen. If you go to the gym, you need to re-rack your... Ich sollte aufhören, den Arnold nachmachen, ich kann es nämlich nicht mehr verstehen. Also ich finde, du machst es ziemlich gut so. Show me your leadership capabilities. Re-rack your weights. Und dann kommt einfach der Song. Okay. Und dann hat er einfach mit so einer Handel angefangen, trainieren werden. Das war so gut gewesen. Es ist wirklich, ist wirklich einfach... Dann eben... So kommt so Predator auf die Bühne und dann also
hey Arnold, do we need to get to the chopper? Ich sehe so, kommt so vom Bahn, kommt einfach so, no, we can't get to the chopper. First we need to check if it bleeds, because if it bleeds, we can kill it. Und dann kommt der Song. Das ist so blöd gewesen, Mann. Und seine Frau war auch noch da gewesen, Daniel Mbizis. Haben wir dort schon darüber geredet, über die? Nein. Ich glaube, am American Festival Episode habe ich mal kurz ein paar Wörter darüber verloren. Haben wir? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, also ich weiß jetzt nicht, wenn ich das korrekt ausdrücke, auf jeden Fall, die Frau kann nicht untergehen. Die kann nicht vertrinken. An ihr ist, glaube ich, etwa so viel Original wie an den meisten Harley Benton Gitarren, die bei Leuten die Heime sind. So das Grundgerüst wahrscheinlich. Aber Brütsch, die hat Screams, Alter. Der hat ihre Vocals. Fucking hell, man. Dark Show and Chase. Ja, die ist einfach auf die Bühne gekommen und hat angefangen so und ich so die gute Dame hat einfach Alright. da kann sich noch Menge Metalcore-Sänger Scheiben davon abschneiden, wie die in das Mikrofon gepackt haben. Das war heavy gewesen. Ja gut, so komm. So 36 Minuten geschnurrt, das können wir auch mal ein bisschen irgendwo hinkommen, wo wir wollen. Voll. Ja, wir haben gefunden, wir machen die Folge mal ein bisschen etwas anders, als wir sonst machen, weil jetzt fängt Festival-Season an. Wir wollen ein bisschen über Festivals schnurren, wo... Ich habe gerade herausgefunden, ich könnte auch mal bei Gedoodle schauen. Was du? Martin seine Homepage. Ah, stimmt. Voll. Wir haben gedacht, mal ein bisschen über die Festivals reden, die eben Locals auch noch recht vertreten haben. Oder einfach Rock- und Metal-Festivals in der Schweiz. Aber das Problem ist, wir haben gerade herausgefunden, es gibt so viele. Es gibt mir auch viele, ja. Wir haben jetzt da über 10 aufgeschrieben, wo wir mal kurz voll. Und ich weiss, ich vergesse irgendeinen noch. Ganz sicher. Sicher vergessen. Aber ja, es gibt eine Menge an Festivals und es gibt auch ein paar, die ein bisschen mehr Locals haben als andere. Finden wir eben auch sehr cool. Und so haben wir gefunden, tun wir mal ein bisschen in Schau geben. Jetzt kann ich sehen, wir haben es nicht chronologisch eingeordnet. Ist doch gleich, Alter. Ist gleich. Es sind alle in der Zukunft, das ist egal. Genau. Es ist alles so zwischen Juni und Mai, heute. Heute und September oder so. Genau. Und ich meine, das Neftenbach Dorffest gibt es auch. Dort spielt 2,5 Twins noch nicht was klären. Alright. Am Sonntag. Ja, aber es sind so viele und wir haben einfach mal die aufgeschrieben, die mir so im Sinn kommen. Die wir einfach auf Instagram gesehen haben. Eigentlich, die beste Visibilität haben, aber eigentlich können wir das auch anschreiben. Gut, aber das heisst nichts. Einfach die am besten in unsere Instagram-Algorithmus-Overlords reinkommen. Ja, genau. Und ich meine, der erste, den wir hier haben, aufgelistet, ist der Rotten Rock Fest. Und das ist schon ein interessantes Festival, das sie letztes Jahr angekündigt haben. Das ist das Palefatsche Festival, oder? Paleface. Nein, jetzt ist Paleface nicht mehr Headliner. Boah! Ja, jetzt ist Ghost Kid drin. Das ist ja der... Ghost Kid ist halt ein bisschen grösser. Ist das nicht der von... Doch. Butter with Butter? Nein, das ist der von Electric Cowboy. der nicht Sushi. Wie Butter Bread with Butter ist wieder in der Original-Kombo zusammen. Alright, genau. Das Rotten Rock Fest. Der Ghost Kid ist der Headliner und Palefatsche Swiss sind eben auch dabei. Meinst du, sie hätten es können retten, indem sie einfach gesagt haben, wir heißen nicht Paleface, wir heißen Palefatsche? Weiß nicht. Unter Umständen. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall sind sie in einem Base Pro Shop gewesen. Wie heisst das? Der Fishing Shop. Ja, der Fishing Shop. Das ist geil. Ja, funny. Die wissen wirklich den American Spirit am reinsaugen. Ja, also dort spielt unter anderem, wenn wir jetzt da irgendeine Band. Gut, unter Stillbirth sind alles Schweizer Bands, oder? Was sind die anderen Bands? Planlos, 3 Meter Feldweg. Das sind ganz sicher 2 Punk-Bands, kann ich jetzt schon sagen. 100%. 3 Meter Feldweg, das muss eine Punk-Band sein. Voll. Oder eine Deutsch-Rock-Band. Genau. Nachher wahrscheinlich ist es nichts von beiden. In Another Climb spielt. Komm, schau mal schnell, was 3 Meter Feldweg ist. Mal gucken. Komm, das nimmt mir jetzt Wunder. Punk, jawohl. Punk, Deutschland, alright. Volltreffer, was ist der andere? Planlos. Planlos ist in dem Fall auch eine Punkband aus Deutschland. Deutschland, Punk wahrscheinlich, ja. Ganz sicher ist das Deutschland Punkband. Punk Deutschland, ja. Volltreffer, Seht aus wie der Benji Madden. Jetzt spielen wir wieder In Other Climes. Was ist das? Alternative Deutschland? Nein, In Other Climes ist doch Schweiz. Schweiz. Nein, das ist Deutschland.
Hardcore Frankreich. Damn. Alright. Spielen wir das jetzt beim ganzen Okay, Festival? ja, genau. Aber nur weil bei ihnen kannst du draufklicken, bei den Ja. anderen kannst du eben meistens Genau, nicht genau. draufklicken. Also, Okay, ja. komm, wir spielen jetzt. Alright. Jetzt spielen da wilde Zeiten. Deutscher Okay, Rock. Deutscher Deutscher Rock. Punk. Ich sag Deutscher Rock. Oh, das ist Punk. Let's go. Alright. Ja, nicht Ja, gut. Deutsch Punk. Alright, was haben wir noch? Stillbirth. Silverth, okay, das Brian kennen wir. Musik. Ja, Brian Musik. Von wo Musik kommen von Deutschland auch. Ah, Deutschland, okay. Genau. Easy Sie Gacki machen Musik. genau, Tech Death oder Party Tech Death, kann ich. Sie haben einfach coole Outfits. Ich nenne es Brian Musik. Ja, voll. Brian Bruder, das Musik. ist doch kein Tech Death, das ist doch einfach also das sind doch die Brutal mit der... Surf Death Metal. Ja. Alright, das ist Ja. einigermaßen was Ja. ich gesagt. Ey, können wir die Musik einfach Brian Musik nennen? Schon Das Brian wär- Musik, wär ja. viel besser. Genau. Dann natürlich eben Vale Tudo, Tudo. HC, Knock Knock. Vale Tudo, das ist doch die Reggae-Band aus Zürich. Ja, Nofnog. Genau, Knock Knock. Jetzt kommen wir zu der Schweizer Band. Voll, Dort spielen genau. unter anderem Vale Tudo, Nofnog, Secret, Mhm. Insanity 61, Ja. Fluffy Machine, Geil. Expello, Nice. Expello, die spielt am Greinichen. Ja, stimmt. Expello, Alpod Fudge kenne ich nicht. Hauen wir drauf. Klicken wir drauf. Alpod Fudge ist Punk von der Schweiz. Walliser Punkband. Ja. Alpod Fudge, ja logisch. Okay, Sie sind okay. die ganze Zeit kaputt. Exit, die ja. gibt es auch schon länger, oder? Ja, voll. Ja. The Meeseeks. Die machen Metal, oder? Ja. Warte mal gucken. Metal. Metal. Schweiz, genau. Ja, geil. Die haben schon mal ein paar. Ja, Exit gibt es auch schon lang. Die haben ja auch mitgemacht am Bullet Contest letztes Mal. Sind, Ja, stimmt, die sind Eben. ja. Eben, genau. The Meeseeks ist Punk, oder weißt du das? Ja, genau. Punkrock. Ja. Ich glaube fast, das ist ein bisschen Punkrock, ein Punk-HC Schon ein bisschen, Festival. ja. Punk HC. I Cut Out Your Name. Ja, kennen wir. Die reden wir nicht, das sind Deutsche. Dann Born in Dorian Metalcore. Das Also sind cool. nein, das sind nicht die. Nein, was? Ich habe gemeint, das sind die mit dem Oasis-Sänger. Nein. Fast wie Benjus. Ja, das stimmt. Dann Jetzt alle so, Jungs, das ist nicht mehr interessant. voll. Aber mal gucken, wer spielt noch? Loma. Was macht Loma? Was ist Loma? Death Metal. Punk. Ich glaube, man kann einfach sagen Punk. Ne? Alright. Punk von der Schweiz. Dann haben wir noch Desert Gatan. Oh, das ist definitiv Death Metal. Ist das mit Punk? Metal. Alright. Okay. Desert Gatan, interessanter Name. Dann haben wir noch All Against Reason. Punk, 100 Pro, der HC. Hat sie. Metal. Metal. Alright. Also Metal. Dann Oh, haben wir Bandfotos sind auch noch verdammt geil. Rudi Futschers. Das ist Deutsch. Oder? Der Rudi Futsch. Nein, das ja, ist Deutsch. Punk. ja, das ist sicher ein Punk oder Ska. Ska von Ja, der aber es Schweiz heisst, könnte es ist, sein. es ist ein Play on Foodie Rutschers. Punk. Alright, ja, das Jawohl. könnte vielleicht Punk, Ska. Tilangir ist, Black glaube ich, so. Ich glaube, es ist so Power Metal mäßig. Oder doch der Folk Metal. Metal. Okay, das stimmt. ja, gut. In der Mitte haben wir es drauf. Ja, voll, aber Folk Metal und Black Metal ist relativ ähnlich. Ja, voll. King Sable ist, glaube ich, so Hard Rock. Amp Surfer Kann ich nicht. kann ich auch nicht. Ist Punk von der Schweiz. Ja, logisch ist es eine Punkband. Warte, der Ankerbier im Ja, Boot. 4 Kästen Ankerbier, Mann. Geil. Geil, richtig gut. Das ist Punk. Und Still Untitled Punk. ist Hardcore. HC-Band. Alright. Sehen aber alle mega sympathisch aus. Voll. Hey, da ist sogar das Bandlogo unten dran. Junge, die Homepage Ja. ist fucking Die Homepage sick. ist schon, also ich muss sagen, vom Anfang an haben sie recht heiß ausgesehen. Also das Festival ist vom 26. bis zum 27. Juli. Genau. Rotter Rock Fest. Und das, fuck, da bin ich in der Ferien. Das ist völlig Und entwickelt. es gibt sogar... Ja, da bin ich auch weg. Da bin Ja. ich im Fuck. Freestyle Game. Alright. Und Das kostet 95 Franken für einen 2 Tage damn, Pass. das ist wirklich gut. Free Das ist Camping schon günstig Ist für die verdammt Bands, die günstig. spielen. in den Walliser Bergen. Hure geil. Also ich muss sagen, sieht wirklich geil aus. Also wenn ich da nicht in Ist der Spanien Parkplatz wäre. inbegriffen? Und das ist ein guter Punkt, können wir schauen. Steht nicht, also ich nehme mal an. Wahrscheinlich. Okay. Ja. Kostet er 40 Stutz. Ja. Dann, Das war Rock Rock Fest. Dann natürlich der Gernichen. Open Air Grenichen, da Ja. haben wir letztes schon ausführlich darüber geredet. Genau. Mit dem Umi. Und Voll. wir haben im Jahr voran, im 23. auch ausführlich darüber geredet, weil Ja. wir eigenhändig entschieden haben, dass wir dort einfach Live-Berichterstattung, also nicht Live-Berichterstattung machen, aber Berichterstattung vom Festivalgelände Ja. machen. Mhm. Das haben wir uns eigenhändig entschieden und haben das einfach durchgezogen, ohne irgendjemanden zu fragen, ob wir das dürfen. Mhm. Und die Konsequenz ist, dass wir das jetzt das Jahr wieder machen. Let's go. Also, die Grenichen Diaries gibt es das Jahr wieder.
Vielleicht in der gleichen Form wie letztes Jahr, vielleicht in einer anderen Form wie letztes Jahr, wer weiß. Who knows, das sehen wir dann. Genau. Und wer spielt alles wieder? Also auf jeden Fall, es hat 2 kleinere Schweizer Bands dabei, unter anderem der Headliner Breakdown of Sanity, Ja. was ich sehr geil finde. 2 Schweizer Festivals, wo sich im Punk- und Hardcore-Bereich ansiedeln und einfach 2 Schweizer Headliner haben. Aber das ist die erste Schweizer Show auf Breakdown of Sanity, oder? Boah. Sie haben ja bis jetzt nur in Deutschland gespielt. Ich glaube es. In Deutschland und in Österreich. Ja, genau. Ist die erste Schweizer Show seit dem Comeback. Ich glaube, es ist die einzige Schweizer Show, Die einzige, genau. die angesagt ist. Ja. Gehen wir doch mal für das Instagram schauen. Ja, soweit ich weiß, ist das die einzige Breakdown of Sanity Show, die angesagt ist in der Schweiz. Ausser sie haben irgendwo in Bern gespielt. Shows. Das ist jetzt sicher ein Story-Highlight, wo einfach verschiedene Sachen drauf sind. American Festivals. Aber sie haben das eine Festival in Holland. Stimmt. Dann das American Festival. Der Dynamo Festival, der nicht im Dynamo da ist. Ja, sick. Ja. Unter anderem spielen dort Descendants, Hatebreed, Alkaline Trio, dritte Wahl, The Warning, Alter. Ich freue mich auf The Warning. Rise of the North Star. Oh, ja, jetzt sorry, dass ich gerade gesagt habe, ich freue mich auf The Warning. Meine Band, die ich dort wird abfeiern des Todes, Adam Angst. Das ist so eine stabile Band, Alter. Was machen die? Deutscher Punk, aber so richtig gut. Nicht so Punk im Sinn von mit Bier besoffen unter der Brücke, sondern so gut produziert, gut gemacht, gut textet, überleite Musik, überleite Punk. Es tönt wirklich. Prog Punk. Nein, nicht Prog. Nein, die Musik ist Punk. Es ist wirklich simpel, ins Gesicht geradeaus, Treibratsch, Punk. Aber es ist aus einem, irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist ein bisschen überleiter als also rein textlich auch. So ein bisschen, es ist einfach gut. Es ist das, was deutsche Punk ausmacht, konzentriert in einer Band. Okay. Ja. Es ist wie Fjord, einfach anstatt dass es Fjord ist es Adam Angst. Okay. Dann die andere Band, die ich absolut abfeiere, Silosis. Richtig geil. Ja, 8 Eimer Hühnerherz. Das ist ein sicher cooler Name. Duel, Novel. Ja, komm, das ist scheiße auf die Band. Oh, Novel sind gut, ja. Ja, die anderen Bands sind mir nicht so wichtig. Bridge City Sinners, Encore, Escuela Grind. Das ist die Band, die der Brian richtig geführt, oder? Ja, die sind aber auch cool gewesen, als ich sie gesehen habe. Oxymorons, Convent, Future Static. Velvet Two Stripes, das ist auch eine Schweizer Band, oder? Ich glaube, es ist, Vale Tudo spielt auch da. Ja, sehr gut. Voice of Ruin. Auch sehr geil. Ja. Honor for Schweiz. Genau. Vicious Rain. Sehr geil. Brudis. Expello. Yes. Sehr geil. Meinst du denn, ihr Album wird Album of the Year? Das können Sie, wenn der das Jahr rauskommt, ja. Ah ja, stimmt. Das muss das Jahr rauskommen. Ja, voll. Das, ich glaube, also das Jahr ist hure viel gute Musik rausgekommen. Also es wird jetzt schon, ja gut, das ist echt, wir müssen mal durch die Liste durchgehen, was rausgekommen ist. Aber das Ding ist eben, wenn ich es richtig sehe, hat Expello etwas in der Pipeline und Homewards. Ja. Also ich glaube, wir werden sicher mal die Top 10 Contenders mal auflisten, bevor wir die bekannt geben. Boah, Vorrunde. Ja, so eine Vorrunde. Klar, ihr könnt nicht auswählen, weil der Bella kein Community Award wird, aber... Nein, wir können schon Community Award machen. Wir müssen dann einfach quasi im Klaren sein, dass der absolut keinen Wert hat. Ja, genau. Nein, das stimmt nicht. Der Community Award ist eigentlich der einzige Award, der Wert hat. Weil dort eben die Community kann sagen, wer sollte gewinnen und wer nicht. Genau. Und nicht einfach irgendein Gremium von 2 Arschlöchern, die sich ein Mikrofon von die Schnur gekratzt haben und jetzt gesagt haben, wir machen den Preisverleih. Von dem her wäre der Community Award eigentlich der punkigste Award und darum sollte der gewinnen. Genau, das. Dann haben wir Small District. Ruined haben wir vergessen zu sagen vorhin. Ruined, auch eine coole Band. Ja, ich hoffe, Small District. Spielt das Small District und Breakdown of Sanity am gleichen Tag? Das ist schon cool. Also ich sehe schon kommen, dass da ein Crossover-Feature ich wollte den Björn einfach bei Breakdown of Sanity sehen. Ja, das wäre schon geil. Oder umgekehrt, der Carlo beides, genau. Der Carlo bei Small District. Wobei der Carlo bei einer Deutsch-Punk-Band auf der Bühne wäre auch fucking funny. Ja. aber so, sie dort so... Und alle so, what the fuck is going on? Und dann sind der Deutsche so, was zum Fick ist hier los? Was zum Fick, Bruder? Ja, die einzige Punkband von der Schweiz spielt auch, Vodou. Ja, let's go.
dann das kannst du aussprechen. Malewitz ist auch Punk, glaube ich. Spricht man das so aus? Malewitz, hätte Okay. ich mal gesagt, ja. Ja, fair. Ich glaube, ist Punk, ja. Fuck. Punk, nicht fuck. Ich habe gemeint, du versuchst den nächsten Hey, Namen mein zu sagen. Mein Hirn ist kaputt, Alter. Ja. Es funktioniert einfach Ich habe nicht gemeint, du mehr. versuchst den nächsten Bandnamen zu sagen und hast einfach statt Fox Ich ist Fox. habe aber jetzt Wochenende, bei mir ist fertig. Nein, die nächste Band, The Fox in the Basement, The spielt Fuck in auch. the Basement. The Fox in the Basement. Open an Grenichen, 2. und 3. August in Mhm. Grenichen. Ein Keimtipp. Let's go. Das ist eigentlich kein Geheimtipp. Ja. Wir reden genug drüber. Dann das nächste, Mettlerfield Festival, vom 26. bis 28. September in Mühlau. Das geht so ein bisschen bis da ist. Genau. Hast du schon das Line-Up raus? Nicht überleiten, jetzt nicht chronologisch Ist gesagt. doch gleich. Ja, Mettlerfield Festival. Da, Genau. glaube reine Schweizer Bands. Mhm, Chaoseum, Let's go. Unleash, Mind Collision, Mhm. Übrigens, Chaoseo mit neuen Gitarrist. Oder Der übernimm Bruder du. von Uncircle. Stimmt, aber übernimm du, ich mag nicht mehr. Ja. Dann Unleash, Singler von St. Gallen. Dann Mind Collision Kann man von auch Luzern. Da kann man auch drauf klicken. Nein, da kannst du kann nicht man draufklicken, nein. Kiss in Black ist, glaube ich, so Heavy Hard Rock. Probably. Ja. Vicious Rain ist auch da. Heavy Rock. Heavy Rock, Vicious Heavy Rain. Black Metal, oder? Heavy Black Metal Fix, ja. Ja gut, ihr neuer Song hat das Black Metal Ending, also von dem her. Schon ein bisschen, ja. Das ist schön, wenn du ein bisschen mit verschiedenen Einflüssen kannst du spielen. Ja. Dann Royal Desolation, die machen auch so Metalcore mit, glaube ich, so ein bisschen Melodeath-Element. Dann Schnell, das Ja. Festival auf dem hohen Bauernhof war Dann- letztes Jahr, haben wir nicht aufgeschrieben. eben, den habe ich auch nicht Wie heisst gemeint. das? Wie heisst der fucking Dingsbums? Wer hat dort letztes Jahr gespielt? Insanity. Nein, Insanity hat doch den gespielt. Ja, oder? genau. Schauen wir mal, wie Insanity nach, was sie gespielt haben. Machen wir weiter. Ich Genau, finde raus, dann spielen noch Emerald, die machen Power Metal oder Gothic Metal. Door. Bruder, Insanity spielt gerade in den Philippinen und so. Ja, stimmt. Oder haben sie mal gebracht? Hand. Haben wir einfach nicht mitbekommen. Geil. Stimmt, ich habe es nicht im Nachhinein gesehen. Dann Door. Weiß ich nicht, was sie machen, aber sie machen sehr gute Musik. Ja, Door. Die Frage ist es mit Apostroph oder haben sie es aus Versehen gemacht? Door. Nein, ich glaube, das ist ganz sicher mit Apostroph und nicht aus Versehen. Door. Nein, Insanity hat, glaube ich, nicht den gespielt. Alright, dann, ja, sie machen genau so Heavy Metal / Hard Rock. Dann haben wir Creon. Creon machen so Prog Metalcore. Und The Threesome machen Punk, glaube ich. Oder? Kannst du? Vicious Rain hat die gespielt. Eben, wie ist The Threesome, ja, die machen Punk. Die sind cool. Die haben ja am Greenfield Band Contest letztes Jahr gesehen. Alright. Aber erzähl mal, welche hast du da gefunden? Ich habe es noch nicht herausgefunden. Ich weiss nur, dass Vicious Rain letztes Jahr an dem Festival Oder Mind gespielt hat. Collision nicht hat gespielt. Nein. I don't think Wenn so. du Insanity, Mind Collision. So Secret für dich? Da Wiesrüti Festival. Wiesrüti, genau. Alles schön. Weil ich wollte nachher während der Folge für die das sehen, auch noch die Flyers noch zeigen. Ich gebe mir extra Mühe für die Folge. Man merkt, dass du nicht raus kannst. Gibst dir wieder Mühe. Festival. Fuck, ich müsste noch ein Video... Alter, ich komme zu nichts. Ich fliege morgen auf London, um an ein Festival zu gehen. Ich müsste heute Abend noch Stimmt, Rechnungen zahlen, Mhm. Zeug packen und 2 Videos schneiden für Versis. Mhm. Das ist ein Grind, Bruder, Grinding. Und ich kann alles nicht können machen, den Rest von der Woche. Kannst du weil dann ich im anderes Flug Zeug schlafen, muss. weißt du? Das ist alles gut. Ja, gut, letztes Mal sind wir ja auch irgendwie, unser Flug ist gecancelt worden und dann sind wir ja am Abend geflogen und dann sind wir später geflogen und Ja. dann hat der Zoll in England gesponnen da und dann sind wir auch um 3 im Airbnb gewesen und am Morgen um 7 wieder aufgestanden, dass wir am 8 können an das Stimmt. Festival. Also Ja. Alright. Aber das Problem Bring hast me- du nicht bei Schweizer Metal Festivals. Nein, hast du nicht, weil dann musst du Genau. nicht fliegen, außer du kommst aus dem Ausland und hörst das in Genau. Ecuador. Das ist, schau mal gerade bei Südi Festival. Das ist ein guter Punkt. Da können wir gerade schauen. Südi Festival. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass es das nächste Jahr ist, 31. August 2024. Bam! Bitch! Genau. Line-Up Timetable, oben rechts. Da haben wir Billy Talent! sie haben Smash-Hit-Combo. Die sind geil. Ja, Rap-Core von fucking Frankreich. hell. Fucking geil, Mann. Freezes Dana ist Ja, auch absolut auch sick. daneben. Richtig geil. Genau. Billy Alibi macht Punkrock. Ich finde schön, dass sie die Genres noch hinterlegen. Das ist wirklich wichtig. Exit spielt auch. Aber da machen Exit Death Metal, nicht nur Metal. Eben. Die haben ein bisschen tiefer gegangen. Voice of Ruin, Melodic Death Metal, geil. Wirst du das unterschreiben? Voice of Ruin? Melodic Death Metal? Schon, ja. Okay. Ja, voll.
Dann haben wir noch Wrath of Alga, die Brudis natürlich. Groove-Infused Metalcore, oder sie haben sich Mühe gegeben beim Namen. Hört auf Genres erfinden, Mann. Und schau mal, wer da Sons ist. of Coherence haben auch so eine geile Erfindung für ihr Genre Was haben sie gemacht? Sie nennen es, glaube ich, einfach Groovecore. Groovecore. Gut, XOXO haben AK Violence, das ist auch ein interessanter Name. 8K war. Aber ja, da spielt dann auch noch die Band, die wir, glaube ich, vor 2 Magma Folgen Ocean. erwähnt Ja, haben. die, Magma ja. Ocean, ehemalig Molotov Train, jetzt mit dem Sänger von Omisis. Fucking sick, ich freue mich mega. Sorry, der Sänger von Omisis. Der Sänger von Magma Ocean und Omisis hat Sick. so eine heftige Alter. Stimme. Egal, ich muss sagen, Hat so, Omisis noch eine neue Single rausgebracht, seit der eine, was sie rausgebracht ich glaube, sie haben noch ein Videoclip gebracht für den letzten Song. Okay. Aber hey, für mich einer der besten Sänger, die es da gibt. Also ich bin sehr, Ja. sehr geflasht von ihm. Wie das Kids vor 10 Jahren gesagt haben, Word. Genau, Word, Bruder. Word, Brudi. 31. Stimmt, das- August, Wiesrüti Festival, Gang. 31. August, genau. Und Wiesrüti ist in Wiesrüti? Oder wie ist das? Ja, das ist Ist auch so einer von den Festivals? Ja, die heißen alle so. Ich meine, das Greenfield ist ja auch am Greenfield. Infos. Einen Geräteplan. Nein, Anfahrt. der Geländeplan ist nicht das. Ja. Google Maps. Let's go. Jetzt Trash-Talken wir Schweizer Underground Genau, das Festivals. ist im Bauernhof Bauernhof Wiesrüti. Sehr schön. Der ist in Sehr schön. Sursee. It's not In Wil. Sursegrad. Dort ist not Wil, dort ist Paraplegiker Stiftung. Kannst du auch gerade. Ah, Das okay, geht. sehr gut, sehr gut. Das ist noch gut, weil wenn du Paraplegiker wirst, wirst du bei denen eingeliefert und kommst 200'000 Stutz über. Ja, ich weiß schon jetzt, ich hätte müssen chronologisch machen, dass die Leute ein bisschen auch nicht kennen zum Planen. Ist doch, sorry, wenn es findet, ist doch scheißegal. Wenn es los ist und hörst, das Festival klingt geil, es ist dann, Ja. schreib es einfach in den Kalender rein. Genauso wie du dir einfach ein Ticket kaufen für die Show von Fearlab, Versus, Whiteout und Last Chance to Say Goodbye in Baden. Genau, Einfach jetzt gerade machen. genau. Der Wiesrüti Festival, da zahlst du 35 Stutz, Parkplatz ist gratis, Alles auf Eventfrog. nicht für 40 Stutz. Und. genau. Also, Ja, das müssen wir nachher, glaube ich, nachher Ja, schon kurz voll. ansprechen. Aber es ist ja, sehr cool. Wiesrüti sieht wirklich geil aus. Ich glaube, ich kann dort. Ich muss mir. Die Folge ist für mich, dass ich nachher weiss, welche Festival ich muss gehen. Ist nicht für euch. Das ist einfach Geil. Collateral Damage. Dann, gucken. Ich muss da schauen, was wir schon geschnurrt haben. wir sind am Summerside Festival angekommen. Genau, wir sind am Summerside Festival. Das ist auch so ein größeres Festival, hat auch einige Locals noch. Ja, die haben sehr viele Local Bands, Das ist aber sehr cool. es gibt ein kleines Problem Ja. beim Festival. Wo sie wirklich sagen, Festivalorganisation machen das bitte nicht. Spielt doch bitte nicht am gleichen Tag wie Whiteout, Fearlab und Versus im Baden. Wir können alle gerne Stimmt. an alle Tage gehen. Mega schade. Ich kann ja. am 20. Juni gehen, ich kann am 21. Juni gehen, aber am 22. Juni müsst ihr einfach auf Baden kommen. Ja, genau. So. Mega schade für Summerside. Ja, ich glaube, alle Leute. Es wird niemand wird aus Summerside kommen, wenn Ja, voll. alle zu uns auf Baden kommen. Aber ich glaube, Genau. ich habe mir mal das Line-Up angeschaut und das Gefühl gehabt, ich glaube, es gibt gar nicht so eine grosse Schnittmenge. Nein, ich glaube, die Zielgruppe ist schon ein bisschen anders. Wir haben Deep Purple, Crocus, POD, Mirath, Tito and Tarantula, All to Get Her. Schweizer Band. Schweizer Band, ja. Rockout, Schweizer Band? Probably. Maybe, ja. Es könnte sein, dass dort spielen ja viele Schweizer Bands. Ja, Ja, voll. die einfach grösser. Ich glaube, da sind Headlines von dem Tag und nachher kommen die Sequenz. Okay, können wir das wieder. What the fuck? Das sind Schweizer Bands. Genau. Hä? Ja, das sind. Hä? Ja, aber das ist vom Donnerstag und nachher kommt. Ja, das ist am Donnerstag. Aha, nachher kommt All Together, Rockout, Cutting Corners, Facing Fears, steht nicht wegen. Genres oder so. Okay, wir gehen davon aus, ob es das euer Genre ist oder nicht, ist nicht das Problem. Rockout machen Anhand Rock. Vom Genau. Foto sagen wir jetzt Genres. Genau. Also Rockout ist Rock, sicher. Ja, Cutting Corners, Indie. Indie Rock, vielleicht mit Solo-Gitarren oder was auch immer. Facing Fears. Oder Singer-Songwriter. Oder Microsoft Stock-Foto. Es könnte so wie Nick Johnson sein. Auch es ist ein Bruder mit der Gitarre. Also es könnte wirklich Ja. unterschiedlich sein. Facing Fears macht Metal. Einfach straight Metal. up Metal. Einfach Metallica Ja. meets Don't Sour. Amy No Joke. Punk. Punk. Ja. Definitiv Punk. The Resilience Prog. Prog Rock. Prog Rock. Ja. Ja. Vielleicht so Sui Genesis, Dingsbums. Keine Ahnung. Alright, whatever. U2. YouTube, genau, ja, voll. Irgendetwas in die Richtung. King Sable, glaube Hard Rock. Heavy Metal, Hard Rock. Definitiv Heavy Metal Hard Rock. Voll. The Hunt, ich glaube, sie machen noch Breakdown-Musik. Ey, ich habe keine Ahnung, ich habe sie am Greenfield Band Contest gesehen. Metal. Metal. Einfach auch Metal, moderne Metal. Metal. Another Approach. Pokémon Core. Procore. Pokémon Procore, ja, tatsächlich. Und Second versus First. Melodic Metal. Ja, voll. Oder Melodic Metal Core. Mm,
Ja, könnte sein. Brudi links sieht aus, als ob er bei einer Sumerian-Band würde spielen. Stimmt. Alright, das stimmt, ja. Okay, Freitag. Freitag. Oh, Freitag. Corey Jedem Taylor. seine Lieblingsmeinung. Der Corey Yes. Taylor. Der in jedem Metal-Documentary drin ist. Ich glaube, es gibt keine Local Band, wo er keine Meinung dazu hat. Voll. Also du kannst dir sicher sein, wenn du eine Schweizer Band bist und du ein Konzert gespielt hast, der Corey Taylor hat irgendetwas dazu zu sagen. genau. Dann haben wir noch Megadeth Jawohl. und Corpiclani. Okay, Vodka, Corpiclani Bruder, finde let's ich go. geil. Corpiclani ist Vodka, geil. yeah, fucking sick. Ich liebe Corpiclani. The 69 Eyes, gesehen wie Marilyn Manson Coverband. Gothic Band, irgendetwas. The Rumjacks. Das Right. ist auch eine Schweizer Band, oder? Eben, dort fangen, oder ist 69 Eyes vielleicht noch? Nein. Nein, aber vom Okay. Bandfoto könnte es sein. Ja, sagen wir aber The Rumjacks. Ab dann? Oder sind sie The Rumjacks ist ganz sicher eine Schweizer Band. Schweizer Band? Basement, okay, Rumjacks. Spielen wir jetzt da eigentlich Schweizer Band oder nicht und spielen wir Genre von der Schweizer Band? Also, The Rumjacks ist so Alternative Rock. Basement Saints macht so Oh, die machen ein Ding. Das ist so richtig. Surfer. Nein. Das ist richtig stabile Indie. Ja, voll. Indie Basement Saints. Ja. Indie. Hard Rock, Indie. Irgendetwas und vielleicht sogar noch ein bisschen Gospel drin. Ja, das könnte sein. Hauptsache, die klauen alle Chicks dort. Hauptsache, die ficken ganz sicher, voll, ja. Genau. Ja, Dann- Alter, alle gross, bärtig, lange Ja. Haare, muskulös, das Hemd bis zum Bauchnabel offen. Voll. Genau. Junge, weißt du, was das ist? Das ist Jimi Der Bruder Hendrix sieht wie Steroide. Chris Cornell aus. What the fuck? Die machen sich, ich muss jetzt schauen, was Alright. Basement Saints machen. Dann Stop. Kiss Coverband. Glamrock, ja, Glamrock, ja. ganz sicher. Unleashed sind der Proc-Core von St. Gallen. Exit, wieder mal. Exit schon Alright. wieder, ey. Metal- Der ihre Booking-Agentur, Voll, Mann. genau. Metal oder Death Metal, je nachdem, wo über die Webseite du gehst schauen. Dann Underclass Heroes. Ich würde sagen Broody Rap. Bruder, da hat es im Fall. Du musst nur mal bei Basement Saints auf die Homepage gehen. Wir haben über 800 Konzerte. Wir haben über 800, Fucking, ja. 800 Open Airs vergessen. Das 900 ist- Jahre Spreitenbach ist auch noch. Das ist sick, alright. Underclass Heroes sieht so wie eine Rap-Truppe von Spreite. Ist aber punkig. Ist Punk, ja. Voll. Ice Cream at the Alligator Park. 2010er Metalcore mit let's go. Synthes. Let's go, geil. Synthes und Breakdowns. Head Smashed machen. Also geil, falls du das jetzt hörst und das Gefühl hast, das ist das effektive Genre, das die Band spielt. Wir wissen es nicht. Wir Ja, haben wir vor kennen uns das Foto von der Band Ja, genau. mit dem Namen und Aha. das ist alles, was wir haben, zum Aussagen, wie die Band Genau. tönt. Dann haben wir Head Smash, die Punk. sehen wie Punk, Punkrock. ja. Fireborn ist Power Metal, Goth Metal vielleicht. Oder Fireborn. Sie sehen so aus, als ob sie noch Breakdowns hätten. Ja, sie könnten entweder sind es eine Power Metal Band mit einer Frau als Frontfrau Oder krasse Screams, Alter. oder ist einfach oder sie sind so eine richtige Deathcore Band. Ja, mega, das könnte wirklich sein. Dann haben wir noch Dark Whispers. die sehen Wahrscheinlich, ich schaue jetzt nachher, was die für eine Band sind. Die spielen überall, Mann. Hm. Die spielen überall. Aber es ist, glaube ich, eher Metal im Fall. Welche? Fireborn. Fireborn. Ah, warte, haben wir es gesagt. For fans of Hailstorm, Burning Witches, Classic Rock and Metal. Ja, es ist Metal. Ah, ich glaube, eine von den Ex-Mitgliedern von Burning Witches im Fall. Das kann sein. Wahrscheinlich wegen dem. Fuck, ist möglich, ja. Okay. Dark Whispers, Alternative Rock, wahrscheinlich. Oh, oder so unnötig hässige HC. Könnte ja auch Rein sein. vom Ja, Foto. das könnte ja auch sein. Shortcut to Infinity sieht so Indie nach Rock. Prog Rock. Indie Nein, Rock. nicht Shortcut. Dark Ah. Whispers macht Indie Rock. Indie Rock, alright. Und Shortcut to Infinity sieht nach No Prog Metal. Rock. Ja, könnte schon sein. Ja. Könnte einiges sein. Sie könnten auch der Kate-Effekt sein anhand vom Foto. Nein! Ja, Nein! Samstag. Nein! Was haben wir da? Ah! Ah, Sorry für alle, die sich fragen, wieso dass ich so umstreue. Tom Morello spielt an dem. ja, genau. Also das ist genau der Tag. Ja. Das ist Fall. genau unser Tag. Der Tag von... Okay, Ja. die Schnittmenge gross. Basically jeder, der auf der Bühne steht und Gitarre in der Hand hat, probiert den Tom Morello zu sein von uns. Ja, voll, ja. Alright, dann haben wir noch Bruce Dickinson, Blackstone Cherry, Tom Morello, Tarja Turunen, Insanity 61, Ja. let's go. Steven Seagulls, alright. Das Also, ist der beste Bandname fucking, ever. der Foto ist auch der Shit. Die machen jetzt K-Punk. Ja, irgendetwas Ja. in die Richtung. Oder so Brian-Musik. Genau. Eins von beiden. Wenn wir vielleicht sagen, klar, Insanity 61, Hardcore, kennen wir alle. Ja. Magma Ocean, kann man das sagen? Metal, einfach Metal. Moderne Metal. Moderne ja. Modern Metal. Against the Machine, sehen wir Rage Against the Machine.
Nein. Metal. Oldschool Metal. Ist- So Metal. So hässige... Stell dir vor, Against the Machine machen Rage Against the Machine Covers und Tom Morello kommt dann mit. Wenn der Tom auf der Bühne steht, dann sind es Rage Against the Machine. Ja, genau. Dann haben wir Damn Escape. Indie. Indie, ja. Mara Sour ist Aber Metalcore. nur wegen dem Hut von ihm. Ja, voll. Ja, mega. 30 Seconds to Mars Musik. Genau. Mit dem Ding. Mara Sour, sie machen Metalcore. Modern Metalcore, Metalcore würde ich sagen. Mother oder M-O-T-A-H-E-R. Ich kann nicht buchstabieren. Sie machen Post-Grunge. Ja, können sie. Emerald macht Power Metal. Polar Shift. Du sagst das so, als ob sie es effektiv machen. Emerald, glaube ich, aber schon. Die Emerald kenne ich. Dann, Polar Shift macht Dings. Die machen... Progcore. Nein, hätte ich mal. Gent. Die machen ganz offensichtlich. Die machen ganz offensichtlich Deutschrock. Okay, sie machen Deutschrock. Polar Shift machen Deutschrock. Tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Genau. Der Tim und der Gino. Ja, voll genau. Oder sind zwei Deutschrocker. Nein, ich glaube, es ist Schlagerband im Fall. Polar Shift! Ja, Polar Shift ist Schlagerband. Polar Shift ist ein Schlag. 100%. Ja, ihre Songs schlönt schon. Schlönt. Ja, alright. Also, und dann haben wir Ministry of Bad Taste. Die Classic machen Rock. Classic Rock. Oder Metal. Ja. Ja, Classic Classic Metal, Classic Rock. Oh, es gibt auch Electronic Section. Ja, aber das ist blöd, da wissen wir, was sie machen. Ja. Keine Ahnung, Alter, Keine was das ist. Neelix, Paulo Ferrara, Labal, Kenshi Camaro, Joel Fabrice, Teenage Mutants. Sebastian Konrad und Leder. Okay. Das sind Schweizer. Ja, das sind viel Schweizer. Oder Schweden. Voll. Aber ich muss sagen, es ist richtig geil, wie du richtig grosse Bands hast und, nachher fucking viele Schweizer Locals, Bands. ja, vor allem. richtig Das ist sick. wirklich geil. Summerside macht das gut. Soundside, Kudos. Ich muss sagen, letztes Jahr, wo das zum ersten Mal passiert ist, ich habe gemeint, das wird nichts sein, weil ich habe einfach gesehen, so eine richtig grosse Bands. Sorry, Bullet from a Valentine, Eben. Billy Talent und sonst alles. Ja, und ich so wie Alter. niemals, das ist ein Scam, Alter. Aber nein, ich habe gehört, scheinbar soll es ziemlich gut gewesen sein. Ja, Von es dem ist her, glaube wirklich gut gewesen. Wirklich empfehlenswert. Und das ist, wann ist es wieder? 20. bis 22. Juni. Vielleicht schaffe ich es an einem von den anderen 2 Tagen, Andrea. Mhm. Nein, ja. ich schaffe es nicht, weil Nein. am 21. spielen wir sonst irgendwo. Eben, spielt, ja, 21. 22. Genau. Ja, in dem Fall für nächstes Jahr. Aber ist cool. Also Summerside, falls ihr mir einen Geburtstagsgefallen machen, buche ich das als Headliner. Hey, Oh. Versis wäre ready. Die grosse Frage ist, 3-Tages-Pass. VIP Deluxe 701. Oh, was ist ein 207 VIP Stutz. Deluxe Pass, Alter? Das wollte ich Oh, wissen. ja. Donnerstag bis Samstag. Zugang zu der exklusiven VIP-Lounge. Verschiedene Sitzmöglichkeiten. Exklusive VIP-Bar mit Chill-Area. Separate VIP-Kasse ohne Wartezeit. Sorry, wenn ich 751 Stutz zahle, wollte ich nicht mehr an eine Kasse, sondern wollte ich alles gratis. Ja. VIP-Parkplatz näher am Festgelände. Hochwertige VIP-Toilette. Okay, Okay, fucking ja, scratch das ist- everything, 750 Stutz Ja, wert. es lohnt sich, ja. Dinner und Getränke à Diskretion. Exklusive Wein und Cocktails. Bier ist drin. Bier ist drin, Bier ist drin. Alter. Jawohl! Alright. Also jetzt, alle Leute, die das Festival gönnen Mhm. und in meinem Kollegenkreis sind, ich weiss, was ihr am Greenfield an Geld rausrührt für Bier. Ja, Der hohe VIP-Pass lohnt sich. es lohnt sich wirklich im Fall. Voll. Du kannst sogar Gruppenbuchungen über 8 Personen machen. Alright. Ja, interessant. Und die grosse Frage ist, zahlst du für den Parkplatz? 11,30 Parking-Ticket. 11 Franken Vom 30. Donnerstag bis zum Samstag. Das ist ein hure. Es ist ein hure spezifisch. 11,30 Franken für den Parkplatz. So, das ist einfach Ja. so. Aber vielleicht ist es einfach ein Reels Festival. Ja. Vielleicht haben sie einfach abgerechnet, wie viel das sie für den Genau, Parkplatz genau. verlangen, sind auf 11,30 Franken und haben gesagt, das runden wir nicht auf. Und ist am Greenfield nicht so, dass du, wenn du reinkommst, rausgehst und nachher wieder reinkommst, musst du schon mal zahlen? Nein, ich glaube, wenn du Okay, kommst, okay, so einen Parkplatz-Ding über. Also, 11 Franken 30, klingt fair. Voll. Dann gehen wir zum nächsten. Das ist 1,30 Franken mehr wie früher am Greenfield. Ja, genau. Dann, gute Zeiten. Dann Gute Zeit. haben wir noch den, Hey, wir müssen aufhören. alright, der Riverside Festival im Artwork, wo die Jawohl. Webseite irgendwie nicht geht. Side Festival. Ist die Webseite, funktioniert die? Nein, es ist eine VC Lady Page. Blank Page. Ja. Taylor Swift. Mach mal Images, vielleicht sieht man sie. Line-Up ist rum. geht, okay. Ah, Wenn wir die Line-Up- Frontpage ist tot. Cool. Das ist auch ein Festival, wo es so ein grosses Band-Contest gemacht hat. Was sehr cool ist für Local Bands. Und mal gucken. Wir haben da zeigt internationale Top-Acts im Line-Up, nicht die Schweizer Band. Doch. Also, Nein, jetzt machen wir das ganze Line. nein, warte schon. Ist das ganze Line-Up schon?
Winner Band. Okay, sie unterscheiden zwischen die Headliners und die Gewinner vom Band Okay, Contest. Headliner egal. Also aber Eclipse, Dango Jones, Gotus, Ugly Kid Joe, Ja. Rise Against, Jack Slammer, Rhea Heap, Fighter V. Ja, ich meine who Fighter the V. fuck is Fighter V? Das ist doch eine Schweizer. Schweizer Band, Das ist oder? doch sicher kein grosser Headliner. Also Fighter sicher ist V ein grosser ist- Headliner, aber Fighter V ist ja eine Schweizer Band, eine ja. Schweizer Band, ja, genau. Rockband aus der Schweiz. Ja. Oh, die haben auch so wunderschöne Haare, Mann. Ja, richtig krass. Ist, Ja, das, gut. ist der Bruder in Elbe vor der Ringe? Keine Ahnung, aber gehen wir wieder zurück aufs Line-Up. Alright, ja, genau. Dann haben wir Flogging Molly, Bonfire, Saint City Orchestra. Und dann haben wir die Winners vom Band Voting. Es gibt Too Silent. Back One Out, Crash Time, Dark Jane, Facing Fears, Fire Rose. Hey! Mit Fire Rose, mit dem einen von ihnen bin ich in den Weg gekommen. Ah, cool. Hair Smashed. Die haben wir schon mal gesehen im anderen ja, Dings. und Her Name Was Claire. Yes. Und Royal Desolation und Und- Underclass Heroes. Genau. Sehr cool. Sick. Ja, kannst du abchecken. Finde es cool, wenn es so coole Contests gibt und so viele Bands von der Schweiz nehmen. Dann, was haben wir noch? Wir haben den Rock the Lakes Festival. Gudrefin. Oh, stimmt. Wann ist Riverside gewesen? 23. bis 25. August im Aarburg. Yes. Haben wir noch Rock the Lakes, 16. bis 18. August in Romandie, oder? Ja, tönt so. Wie heißt es? Coudrefin. Gudrefin? Rock the Lakes Festival. Das, genau. Switzerland's Most Beautiful Metal Festival. So würde jetzt Greenfield etwas anderes behaupten. Und mal gucken. Also das Greenfield behauptet, das ist das Schönste. Ich müsste Ja. beide gehen zum Schluss. Alter, das Line-Up! Fuck! Also, okay, ich meine, das Line-Up sieht einfach krass aus, aber effektiv schauen würde ich nicht so viele Bands. Das ist wie am Slam Dunk. Das Line-Up sieht brutal aus, aber ich wollte nur 4 Bands schauen. Schon krass. Ich glaube, Schweizer Bands hat nicht so mega viel, aber Doch, schon. doch, doch. Warte. Sie haben. Das ist einfach Okay, whatever. Genau. Also, die 3 Headliners. Creator, Behemoth, In Extremo, Extremo. crazy. Amaranth, Amorphis ist auch drin, geil. Axel, Rudi Pell, weißt du? Metal. Metal, Deutsche Metal-Legende. alright. Dann wo hat er gespielt? Der Axel Rudi. Das ist... Einfach allgemein, er. Das ist... Seine Band. Oder ist ein Bandname? Keine Ahnung, Alter. Das ist der Dude. Das ist einfach eine deutsche Metal-Legend. Okay. Ich glaube, seit ich an Festivals und einem Konzert gegangen, heisst das so. Okay, in dem Fall. Also ich kann es dir nicht sagen. Dann Beast in Black, Caliban, geil. Dark Tranquility, Caliban. Dragon Force, Exodus, Alter. Exodus. Beste Thrash Metal ever. Dann Insomnium, richtig geil. Ginger. Lionheart. Dann Skald, Sodom und die Amity Affliction. Ja, geil. Und dann haben wir All for Metal, Anis Okay, Body Snatcher, Brothers of Metal. Wieso ist Comeback Kid dort unten? Ja, weiß auch nicht. Comeback Kid, Crown Shift, D'Artagnan, Defects, Dimitri, Elven King, Havoc. Uff, Havoc, Alter. Tschüss. Illuminate, Schweizer Band. Infinitas. Infinitas, Schweizer Schweizer Band. Kasokta, auch Schweizer Band. Rise of the North Star. Nicht Schweizer Band. Rotten Christ, nein, auch nicht. Throne, Alter. Oh, nice. Keine Schweizer Band. Keine Schweizer Band. Urne, wüsste ich nicht. Kann man da drauf klicken? Kannst du klicken? Kann man klicken? Nein. Ich muss sagen, es geht. Welche Band? Rotten Rockfest hätte Hammer-Webseite, Mann. Da hast du auf jede draufklicken, richtig Ja, sick. Rotten Rock, beste Homepage. Wirklich? Vicious Range spielt auch noch. Vicious Kofi und Xandria. Aber Vicious Range spielt auch einige von den Festivals, Mann. Vicious Range, Sehr gute gut. Booking-Agentur. Sehr gut. Und ja, muss sagen, bis jetzt Rotten Rockfest hat die beste Webseite. Beste Webseite von allen. Voll. Ja, wobei es Grenich hat, eigentlich schlecht. Genau, schon. Aber meilenweit Aber lass beste. mal schauen, wie viel zahlst du für den Parkplatz? Oh, sorry, ja. Das ist sehr wichtig. Warte. Aber Wohnwagenpass kostet 35. Oh, okay, ja. Das steht nicht für den Parkplatz. Dort nichts. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass es gratis ist. Oder im Preis inbegriffen. Oder im Prinzip begriffen, was auch Sinn wird machen. Einzelne Autos haben keinen Zufahrt zum Campingplatz und werden auf dem Parkplatz geparkt. Alright. Steht nicht. Ja, dann gehen wir davon aus, dass er im Begriff ist. Das ist wichtig. Gut für Konkurrenz zum Anschauen. Dann haben wir noch den Opener Friendship. Friendship, Genau. haben wir auf der Homepage leider nichts gefunden. Ja. Aber auf Instagram haben wir da etwas gefunden. Das ist nämlich ein kleines Schweizer Rock- Temporarily und closed. Metal Festival. What the fuck? Ja, das ist Google, das ist einfach irgendetwas. Instagram. Genau, das ist ein kleines Schweizer Rock- und Metal Festival mit Mhm. 735 Followers auf Instagram in Mhm. Mosnang, St. Gallen. Ja. Und spielen tun dort Von wann bis wann?
vom 1. bis 3. August, Mhm. während dem Open Air Grenchen. Ja, Schade. schade. Und, also nicht schade, es ist schade, Ja. dass wir nicht hingehen können. Mhm. Das ist schade. Ja, voll. Dort spielt der Mirko Schopper, Jawohl. Project E.T. Jo. Sieht fast wie der Nemo aus. Alright. Knock Knock, Urban Junior, geil Foto. Dann haben wir noch, ist das noch von das Jahr? Visu und der ja. Vagabundos. Ist das Vinti? Das ist Zürich, Alter. Das ist Zürich. Oder Luzern oder jede andere Hätte Schweizer Stadt mit der Altstadt. Crown ist Indie-Bericht, wahrscheinlich. Rock'n'Roll. Apostel des Rock'n'Rolls, alright? Sick. Dann der Mehr wieder wir sind. Immer wieder wir singen. Immer wieder wir singen. Ja, genau. Ist das, ja, das Jahr, oder? Ja, 6 Weeks, alright. Dann Plankton. Sehr cooler Name. Sehr geil. Und ich glaube, that's it. Das war etwas, was wir gesehen Voll. auf Instagram, ja. Genau. Also, ist das? Nein, das ist nicht das Mal. Okay. Friendship Festival. Kannst du mal abchecken. Open Air Friendship, Ricky. Friendship. Ja, genau. Ja, wie Schaf. Open Air Friendship. Wenn ihr in St. Friendship. Gallen oder Umgebung kommt und das Gefühl habt, ihr mögt nicht bis auf irgendwo anders Skifahren, geht doch an das Festival. Ja, voll. Genau. Dann, was haben wir noch für ein cooles Festival da? Der Opener Cavaglia, genau, das ist auch. Open Air Cavaglia ist einfach das Festival, das ich immer wieder Genau. promoten vom 2. bis zum 4. August im Cavaglia, im schönen Graubünden. Das schönste, meiner Meinung nach das schönste Festival von der Schweiz, wenn ich das so darf sagen. Aber dort haben wir auch noch nicht herausgefunden, was das Line-Up ist. Wir haben nur herausgefunden, dass es ist. Ja, es existiert. 2. News. bis 4. Agosto Können wir schon 2024. Instagram vielleicht. Statt auch nichts. Aber ich glaube, Leute gehen dort mehr für die Vibe. Für alles. Für alles als Für nur für alles. Bands. Also, gehen wir mal checken. Ja, es ist wirklich Ja, statt nichts. Hä? der. Das sieht wunderschön aus, ja. Voll. Aber ja, da wird es sicher noch Bands geben. Welche? Wissen wir noch nicht. Aber es sind ganz sicher Local Bands. Ja. Aus der das ist- italienisch sprechenden Schweiz Mhm. und auch dem Rest von der Schweiz. Ja. Dann, gut, dann bringen wir am Schluss. Dann, Der Big Boy kommt am Schluss, ja. Am Schluss. Dann Opener Hallau vom Jetzt. Jetzt, Morgen, genau. Also jetzt, wenn wenn, der los wenn ist. du das hörst an dem Tag, wo er rauskommt, dann heute Abend hast du Zeit zum Gehen. Genau, wir haben es einfach mal aus Versehen mal gesehen und ist cool. Eben, wir haben sicher nicht alle Nicht mal Event. vielleicht haben wir alle. Nicht einmal, es gibt so viel, aber das sind nicht mal die, die wir heute spontan gesehen haben. Aber eben, wenn du unseren Podcast hörst und das Gefühl hast, du organisierst ein Festival und du willst, dass wir darüber reden und du hast das Gefühl, wir könnten darüber reden, weil es in der musikalischen Grenze von dem her sind Leute, die wir da drüber schwafeln, dann schreib uns doch ein DM. Absolut, definitiv. Ich meine, wenn wir nicht da immer noch so Oder eine... schicken uns direkt ein Festivalpass, dass wir vorbeikommen. Das wäre cool. Also, genau. Wir verdienen schon nichts mit unserer Voll. Musik, dann müssen wir sonst irgendetwas Und sonst, wenn wir nicht so ein Festival-Special machen, dann halt in unserem regulären News tun wir da erwähnen. Und jo. das ist jetzt der Opener Hallau. Der ist In heute- Hallau. 24. Mai bis 25. Mai. Also vielleicht schaffst du noch spontan zu gehen. Unter Umständen ist es schon spät. Unter Umständen, das ist in Hallau. Yes, Und wer Schaffhausen. spinnt, wer spinnt, alle spielen. Aber wer Spielt spielt, in Ali, es ist in Schaffhausen. genau, in Schaffhausen. Und spielt der Skinny Lister. Dann noch Mental Cruelty. Dann haben wir noch Churchill. Dann haben wir Florian Paul und DKDLH. What? Alright, I have no idea. keine Ahnung. Dann haben wir 100 Like Thieves. Ja. Richtig gutes HC Core, Metalcore. Nein, Metalcore N. Low Fat Orchestra. Die Handel Like Thieves ist doch HC. HC Core? Sind schon, ja. Es Es ist so Crossover, sagen wir Crossover. Einfach hässig. Hässig und auf die Schnur. Alright, dann Low Fat Orchestra, ich finde den auch einfach geil. Ja, das ist geil, ja. Her Name Was Claire spielt das auch, stimmt. Machen Punkrück. Penkrück, das haben wir vergessen vorher zu sagen. Dann der Stimmt. Paul Palut. Was ist das dort? Winner Band X Ost. Ja, Winner von Band X Ost, geil. Alright, sehr cool, sehr cool. Joke Damp. Joke Damp, die haben wir mal erwähnt. Ich glaube, Joke Damp macht auch hässige Musik. Sie machen richtig heiße Musik, eben, es ist mir im Kopf geblieben. Und die Kinderband, die Lausbuben. Ich frage mich jetzt, ist das eine Band für Kinder oder sind es Kinder in einer Band? Das sind die ziemlich spielen? sicher Kinder aus Hallau, die dort irgendetwas machen. Okay, das ist Das sehr- findest du sicher, außer wenn du auf Line-Up klickst. Komm. Nein, es hat Line-Up. Es hat Okay. Line-Up im Register. das Ricky. ist geil. Opener, hallo, yeah. Das ist geil.
Also sagen, So geil. sehr schön programmiert. Dann. Da, Line-Up, du machst mich fertig, Kollege. Wo? Da. Line-Up. Für alle, die noch nie Los. im IT-Support geschafft haben. DJ Nice Cream. Das ist sick. Oh nein. Oh, Oh nein. Was? Jungsbuben haben müssen absagen aus gesundheitlichen Gründen. Oh. Aber an ihrer Stelle spielen Grüfeli Tüfeli. das ist so geil. Alright. Grübeli, Tüfeli. Cool. Das zu dem. Das Ich ist. finde es vor allem geil, dass einfach so Mental Cruelty und Grüfeli Tüfeli am gleichen Festival spielen. Gibt es das Grübeli? Ich bin noch nicht sicher, ob das wirklich eine Kinderband ist. Das oder? ist 100 Pro Kinderband. Meinst du, es gibt eine zweite Kinderband, gerade in der Region, die bereit ist zum Also es Einstieg? gibt so viele Kinderbands. Wirklich? Ja. Das ist wirklich wunder, ob es nicht wirklich so wie heißt die Metalband mit Nein, Dinosauriern für Kinder? Nein, es ist nicht Heavy Saurus. Okay. Right. Hey, wir müssen unbedingt mal Heavy Saurus ja, schauen. fix. Lust. Und sie haben ja den Dings, die Okay, nein, in dem Fall ist das. Komm, jetzt mach Images. Da. Okay, Sind das nicht Kinder? Jetzt machen sie Musik für Kinder. Ja. Also sie machen Musik für Kinder. Ja. Das sind definitiv nicht Kinder. Nein, das sind keine Kinder. Das sind 20-jährige Fuckboys. Ja. Okay, und der Grüfeli, Tüfeli. 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 Du hast das jetzt so unschweizerdeutsch geschrieben, wie es nur geht, Alter. Okay, das ist auch Die eine sind Band noch für älter. Kinder. Die Grübeli Tüfeli sind noch älter, sind auch Kinder. Und machen auch Musik für Kinder. Fucking Eben, hell, es ist doch so wie die Dinosaurier-Band, habe ich da Es gesagt. ist wie die Dinosaurier-Band. Und ja. nachher kommt Metal Cruelty. Fuck me, Alter. Aber so Horde Kind dort und dann Ja. einfach. Auf die Fresse, Digga! Ja, ich meine, so kannst du deine Kinder mal im Score reinbringen. Ja, und jetzt komm, mach die Internetseite auf. Dann- Ich will wieder eine gute Internetseite sehen. Weil die neue Internetseite ist geil. Das Oh, neue ja. Zeug es sieht gut aus. Ich muss Ja, wirklich sagen, stimmt. ich bin hyped. Ich Ja, bin ich hyped bin auch für das hyped, ja. Festival. Voll. Ich habe heute Morgen zwar einen kleinen Dämpfer bekommen, als ich herausgefunden habe, dass der Parkplatz 40 Stutz kostet. Ja. Aber zum Fair. Sorry. Aber so jetzt unter uns. Du könntest das Greenfield-Ticket auch nicht erst 2 Wochen vor dem Festival kaufen und dann wäre es auch nur 180 Stutz oder 190. Was immer noch hure fair ist für 3 Tage. Plus, jetzt stell dir mal vor, du müsstest das Auto in Zürich parkieren. Ja. Oder du müsstest das Auto in Interlaken parkieren. Also es Ja, ist voll. eigentlich 10 Stutz pro Tag. Was? Aber wir haben die Konkurrenz gesehen und ganz ehrlich, Ja, das Problem ist halt einfach, wir sind so gewöhnt, dass der Greenfield Parking Ticket irgendwie 10 Stutz kostet. genau. Und jetzt kostet es 4-mal so viel. Und das ist halt einfach. Es nimmt mich Wunder, ob sie etwas jetzt anders machen, um das zu erklären. Und sonst finde ich es ja Witz. Du, ist ja wie egal. Es ist ja wie egal. Ich Man suche kann immer eh Gründe nicht- zum Greenfield haten von dem. Ja, aber ich muss mich auch selber ein bisschen an der Nase nehmen. Ah, Ich ja. finde, der kollektive Greenfield-Hate von der Metal-Szene ist etwa gleich fest angebracht wie der kollektive Nickelback-Hate. Obwohl, gut, nicht wenn wir den Line-Up sehen und sehen, dass 3 Bands aus der Schweiz sind. Ja, aber so, ja, fairer Punkt, aber es sind mehr als 3 Bands. Warte schon. Also, Es sind 4. PFS Swiss kann man nicht als Mal. das sind Es sind international- 5 es sind das 5 sind Schweizer Bands. internationale Headliners. Es sind 5 Schweizer Bands. Also Altogether, Alchemists, Alphorn Blazer. Es sind 6 Schweizer Bands mit Sind Alphorn 6? Blazer. Ah, fuck, was? Vergiss es Elevated. Aha, ja, das ist auch, okay. Aber ich zähle nicht die internationalen Headliners. Also, Ja, aber aber okay. aber eben dann okay, auf die fair, andere Seite- fair, fair. dann Was? auf die andere Seite. Ja, Ja, Rated, Paleface. ich verstehe, dass wir. Ist der High Times auch, oder? Der High Times ist auch eine Schweizer Band. Okay, Ja. okay, sehr gut. Ja. Nein, ich verstehe ja, dass wir als Schweizer Local Acts einfach generell hassen. Ach, der Prodigy ist wieder dort. Ich tue einfach gerne Greenfield mobben, bis sie mal mehr Bands von der Schweiz da reinbringen. Ja, das ist wirklich der einzige. Also, das ist effektiv. Wenn wir sehen, mit dem Vergleich mit anderen, auch grösseren, Grosse ich meine, Festivals. Summerside Ja, ja, das Festival ist- ist auch gross, Riverside, also. Ja, aber dann wenn wir jetzt mal die anderen Festivals anschauen und das Ding ist eben, wir haben es vorher den Big Boy genannt und es ist halt schon. Das ist schon ein Big- Also das Line-Up ist halt Ja. wirklich einfach, es ist das Rock am Ring von der Schweiz. Schon ein Weil bisschen. es spielen der Green Day nicht. Schon ein Nein, bisschen. aber eben die Schweizer Bands, die dort spielen, sind Elevati,
Also fangen wir sonst von oben. Wer spielt? Ja gut. Also das ist, Greenfield ist... Jetzt mal Hand auf, wer kennt das Greenfield Lineup? Jetzt mal Hand auf, wer hat den Podcast gelost und ist noch nicht auf der Instagram-Page von Greenfield haten wegen dem Lineup? Also ich weiss im Fall noch nicht wirklich, wer dort spielt. Ich kann einfach... Ich schon. Ich kann dir jetzt schon sagen, wer das schauen. Also ich freue mich einfach wirklich aufs Festival. Weißt du, meine Verlobte hat einfach gesagt, Primi spielt, wir müssen unbedingt dort gehen. Ich so, okay, in dem Fall. Du musst sowieso gehen, ich bin dort. Ja. Wir müssen sowieso gehen. Wir sind dabei, ja. Weil wir müssen sowieso gehen. Wir haben da schon 1-2 Termine. Haben wir? Mir ist angedroht worden von jemandem, wo glaubt, mir ist angedroht worden, dass wir auf dem Campingplatz gesucht werden und dann müssen ins Mikrofon reden. Nehmen wir Zeugs mit? Wir können das Zeug auch mitnehmen. Okay, ja, fucking nehmen wir Sachen mit. Aber keine Kamera, Alter, nur Mikrofon. Der hure Hustle tue ich wollte, wie der Brian oder der Brian hat das gesagt, im Greenfield macht er nichts, weil Greenfield ist für ihn Ferien. Mhm. Und ich mache gerne ein bisschen etwas, aber die Kamera nehmen wir nicht mit. Wenn wir etwas filmen, können wir es mit dem Handy machen. Aber ich kann so Also mach du. Mir ist es eigentlich weißt du, egal. die Kamera, die ich für den Balkon genommen habe, die ist noch Hustle einfach aufmachen. Also mir ist es eigentlich egal, wenn du das Zeug mitnimmst. Ja, kannst du machen, was du willst. ich nehme Okay, komm, gehen wir das Line-Up Kamera, durch, Mikrofon. Big Boy. Also, wir haben... Wir wissen alle von welchem haben wir den Namen schon mal gesagt? Greenfield Ja, Festival, genau. Festival, der Big Spielt, Boy. da das Greenfield Festival ist, spielt Green Day. Es ist in 20 Tagen, 3 Stunden und 4 Minuten. By the way, letztes Mal, wo Green Day gespielt hat, also weißt du, vor allem, ich bin seit 2012 jedes Jahr am Greenfield gewesen, was war. Seit 2012 jedes Jahr am Greenfield gewesen, was war. Und eigentlich, ich habe nie eine schlechte Zeit gehabt. Ausser 1-2 Mal, aber dort bin ich effektiv selber schon gewesen. Also ich bin das letzte Mal am Greenfield in 2014 gewesen. Du warst doch letztes Jahr gewesen, oder nicht? Nein. Fucking hell. Nein. Irgendwie kann ich. Es hat einfach nicht ergeben. Ich bin ein fauler Sack. Ja gut, das stimmt schon ein bisschen. aber das Jahr gehen wir also ich muss sagen, ich bin ein Fan von kleinen Konzerten. Ich bin nicht so ein Fan von... Das ist schon hure gross. Von so grossen Konzerten. Deswegen bin ich so der Local... Ja, das Greenfield ist halt wirklich einfach brutal gross. Also für Schweizer Verhältnis, im Verhältnis zum Backen ist es nichts. Aber ich habe aber gerne die kleinere, wie kann ich sagen, intimere Shows. Ja gut, aber im Vergleich zu eben grossen Festivals ist Greenfield immer noch klein. Ja, stimmt. Aber in der Schweiz, sagen wir so. Ja, in der Schweiz ist es das Größte. Genau. Deswegen, also wir haben Green Day, wir haben Bring Me The Horizon, wo jetzt ein neues Album rausbringen. Bin gespannt, wie es dann. Das Album ist draussen, wenn der Podcast rauskommt. Ja, genau. Und momentan noch nicht, aber es ist draussen. Also, wie sagen wir das jetzt ein bisschen? Es ist heute angesagt worden, aber das Album ist noch nicht ist draussen, wenn der Podcast noch nicht rausgekommen ist. Also das heisst, in dem Moment, wo du das jetzt hörst, ist das Album zwar draussen, aber wir sind 6 Stunden voran mindestens, wenn das Album darum noch nicht gehört. Ja, genau. Ja. Genau, dann das spielt man The Prodigy, habe ich schon gesagt? Der Kraftklub. Fucking Hell, ja. Kraftklub. Beste fucking Liveband Stimmt, die hast du mir gezeigt. Ja, die sind wirklich sick. Dann Machine Head, auf das freue ich mich schon sehr. Auch geil, Dropkick Murphys ist so. Ja, sehr cool. Sound 41, Alter, Sound 41. Ja. Dann haben wir noch Elevating. Sound 41, Fresh Metal Band, by the way. Ja, tatsächlich, ja. Dann, wie nennst du? Three Crosses oder Crosses? Einfach Crosses heisst es. Crosses? Was machen die? Ja, das ist, glaube ich, irgendein Dude von einer anderen Band. Okay. Dann Feine Sahne Fischfilet. Ja, okay. Ist Deutsch. Ja, ist deutscher Punk. Ja, Baby Metal, auf das freue ich mich mega. Ja, Baby Metal wird geil. Ja, dann haben wir noch die Interrupters. Oh, ich muss die Interrupters nicht schauen am Slam Dunk, weil ich sehe sie am Greenfield. Geil. Ja. Dann haben wir noch Guano Apes. Ja, kennst du Guano Apes? Sag mir etwas. Alter, Guano Apes ist so gut. Das ist 2007 Freestyle, Snowboarden, alles, egal, Skateboarden, einfach. Sind die Skating-Videogames und so? Ja, Mann, alles. Genau. Dann haben wir Saltatio Mortis, die machen ja so Power Folk oder so. Das ist einfach Mittelalter-Metal. Mittelalter-Rock. Die Artist Die Murder. haben einen geilen Song. Die haben einen Song mit mega vielen Punk-Bands. Wo alle... nein, ist das nicht das, wo... Nein, Electric Callboy haben mit Saltatio Mortis Dings gemacht. Ja, genau. Aber Saltatio Mortis hat noch selber einen Song gemacht mit Swiss und die anderen und Trailer Park und sonst wirklich so richtig stumpfe Punkbands und der Song ist geil. Also die Band ist cooler, wie sie aussieht. Cool. Dann The Artist Murder, da freue ich mich auch sehr. Ja. Life of Agony hat sie, glaube ich. Nein, das ist Melodic Metal. Ich muss mir wieder mal durch den... Kann man in Greenfield draufklicken? Jawohl! Hola, alright.
machen Anfangs 90er. Damn. New Yorker Musikszene Anfangs 90er Jahre. Metal Crossover. Okay. Müssen wir vielleicht mal reinlassen. Hä? Okay, cool. Ja, spannend. Okay, sick. Ey, das Greenfield, bestes Oh. 20 Tage, 3 Stunden, 4 Minuten. Sehr gut. Dann gehen wir weiter runter. Dann haben wir noch Bury Tomorrow. Die spielen, sorry. Alle Leute, die immer sagen, zum Greenfield spielen immer die gleichen Bands. Ja, Bury Tomorrow spielt alle 2 Jahre, aber Bury Tomorrow soll auch alle 2 Jahre spielen. Ja. Ich fände es schade, wenn Bury Tomorrow nicht alle 2 Die haben Jahre wir letztes Jahr am Grönichen gesehen. Ja. Mhm. Sie kommen immer so, irgendein Festival spielen sie in der Schweiz und dann das Greenfield. Ja. Und dann wieder irgendein Festival in der Schweiz und dann das Greenfield. Das ist geil. Dann haben wir noch Carnival. Was macht ihr nochmal für Keine Ahnung, aber der Drummer von Stray from the Path hat im Podcast gesagt, das sei eine Band, die brutal underrated ist. Ja, genau. Das ist eine Band, die brutal underrated ist. Die sagt brutal gut. Ist Progressive Band Rock. von Perth. Alright. Das ist anscheinend brutal gut. Ja. Underoath, die habe ich letztes Jahr Was machen die nochmal für Dings? Ja, das ist also Alternative Core. Okay. Silverstein. Ja, Was machen die? Emo. Ja. Kennst du My Heroin? Nein. You're my heroin. Okay. Ja. 2000. Skeletor Fade Eigentlich ist auch das Emo. gleiche wie es Ja, Skeletor aber genau. Ist auch Emo. Quellertag. Ja, Mann. Ich hoffe, Quellertag, hey, die hat so schlechten Sound im Komplex. Ich hoffe, das wird gut, weil die Band ist so geil und es ist so eine geil. Was macht die nochmal für Musik? Ja, die machen so, keine Ahnung, irgendwie so Metal, Rock, Punk, HC. Genau, so mehr crazy Sachen. Oder? Irgendetwas zwischen denen, einfach 3 Gitarristen und das ist einfach norwegisch. Genau. Dann haben wir Feuerschwanz. Was macht sie? Ja, ich weiß nicht, Alter. Die spielen auch immer am Firedick. Alright. Ja, dann, ich kann dir sagen, was sie machen. So. Mittelalter-Rock. Mittelalter-Rock, alright. Palais Royal. Die machen, glaube ich, Alternative Rock, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das stimmt so. Hey, die neue Greenfield-Page ist hure geil. Ja. Ja, Rock'n'Roll-Zirkus von, die machen Okay. Alternative Rock. Ja. Und dann die Baboon Show. Ja, Mann. Stimmt. Baboon Show Beste. Wir sind auch in Grenchen gesehen letztes Jahr. Ja. Mhm. Against the Current. Ist der Cousin von Current. Nein. Der Jein. Gegner von Current. Against the Current. Nein, die sind gut, glaubst du. Die machen da so. Ja, da steht Pop-Rock, aber ich würde es eher halt ein bisschen härter einteilen als das. Dann Hanabi. Japanischer Metalcore. Klick mal drauf. Was Hanabi ist mit der. Das sind die. Ich glaube, Japanisch. Oh! Ja, Mann. Metalcore von Mann. Japan. Let's go. Yes, Tokyo Metalcore. go. Let's go. Da bin ich Let's dabei, go. Mann. Vor allem Sick. haben alle gute Outfits an. Mann, sick, Mann. Da freue ich mich. Alle horny vor der Bühne. Montreal. Japan. Deutscher Punk. Deutscher Punk. Deutscher Punk ist Okay. geil. Bokassa ist Keine Ahnung. Reggae. Reggae. Bokassa ist Reggae. wahrscheinlich irgendetwas Alternative Rock. Ist das? Hä? Okay. Norwegisch. Molotov Rocktail. Snare Drums wie Metal. Was ist das? Ja, irgendetwas Rock. Irgendetwas modern California. Lars Ulrich hat irgendetwas Rock. gesagt. Molotov Rocktail. Okay. Hardcore Metal und Rock. Okay. Okay. Ja, jawohl. Okay. Vielleicht sind es etwas. Jawohl. Dann Imminence. Oh, Imminence macht Metalcore mit Giga, nicht? Ja. Geil. Fjord. Diesmal gesehen die? Ich habe da nicht so viel im Grenchen. Nein. Letztes Jahr, ich hure dumm, Nein. Alter. Die sind so gut. Das ist die beste. Eben. Also, so viele gute deutsche Bands an diesen Festivals. Das ist ein Adam Deutscher. Angst, Fjord, Kraftklub. Das wär's. Paleface Swiss, die sind sicher Deutsche. Paleface Swiss. Ja. Das ist doch einfach so Branding mit dem Swiss. Oder? Geil. Die kommen sicher aus Die Kalifornien. sind fix von Argentinien oder so. Also die sind mit Ghost Inside auf Tour, die kommen sicher von Amerika. Ja, genau. Sind die jetzt mit denen auf Tour? Nein. Sie sind jetzt mit Ghost Inside Jetzt auf Tour. mit Ghost Inside? Sie sind Direct Support von Ghost Inside. Ah, fuck. Momentan noch. Geil, alright. Das habe ich nicht gewusst. Darum sind sie im Pro-Bass-Shop gewesen. Ich habe nur gesehen, dass sie eben in den lustigen Laden drin sind. Ja. Ich meine, du siehst echt so amerikanische Kultur in ihre Vlogs. Das ist der Shit, Alter. Ja. Das Zeug ist, vor allem Ja, der das bin ich Zelli, der Zelli oder der Zelli, wie Must Be Wrong ihn nennt, ist sein Alligator Scream tönt 1:1 wie meine Leute. Ich habe ihm Janik ein Video von meiner Leute geschickt und dann habe ich das Gefühl, so, Alter, what the fuck? Nein, also wirklich Top-Content von den Jungs. Ja, wie immer. Ja, wie immer. Ich erwarte zwar immer noch einen Bürostuhl als Immer noch. Merchandise-Artikel, aber Immer noch. Dann haben wir noch Future Palace, da freue ich mich auch mega. Future Palace, Ja, sehr gut richtig gut. diese. Mhm.
Rave the Requiem sagt mir Rave irgendetwas, the aber Requiem. ich glaube, die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Hey, die neue Greenfield-Page ist fucking geil. Ich liebe es. Aber ich bin ein bisschen langsam beim Laden. All Hail the Church of RTR. Wieso sieht er aus wie der Danko Jones? Industrial Metal Pioniere. Okay. Alright. Der Fall nicht für mich wahrscheinlich. Der Fall. The High Times. Ja. Die haben letztes Jahr am Grenichen gespielt. Das ist eine sehr geile Band. Genau. Kannst du einfach aufs Rädchen klicken. Ja, aber immer muss der Scheiß laufen. Das ist geil. Es geht auch niemand das ganze Line-Up durch wie mir Genau, und drückt drauf, weil die meisten Leute schauen das Line-Up nur an und gehen dann in die Instagram-Kommentare schreiben, das ist scheiße. Genau, das ist Rock'n'Roll und Punk-Rock und Schweizer Band. Let's go. Ja, und das Foto Aber von ihnen ist das Foto einfach geil abgeschnitten. Ist das jetzt extra so gemacht? Ich glaube nicht. Ich weiß, es ist einfach ein Es ist sicher ein Höchkant-Foto, das jetzt einfach im Querformat Es drin wäre ist. schon lustig, wenn es wirklich so. Okay, ja, es könnte natürlich sein, dass es einfach aus Weil der High Bandfoto Times. ist. Weil es der High Times. Was Okay. mega fun ist, weil sie ist mega klein. Das heisst, Alright, cool. Dann All Together natürlich. Den Ja. haben wir mal am Greenfield Contest in Zürich gesehen. die haben sag- gewonnen dort. Die haben gewonnen. Alchemist haben es Nein. eben in der Romandie gewonnen. Oui. Ja, da bin ich sehr gespannt. Die machen Metalcore. Und Modern Metal. Okay, der Fall Modern Metal, nicht Metalcore? Ja, mittlerweile machen eben Metalcore-Bands nicht mehr Metalcore, sondern Ja, Modern wirklich. Metal. Voll. Weil Metalcore ist Modern Metal geworden. Mhm. Genau. Und da haben wir noch Alphorn Alphorn Bläser. Bläser. Und Ich glaube, die habe ich noch nie gesehen. Ja, ich meine, es ist eine Punkband, aber nein. Nein, das sind effektiv, Das sind effektive das sind Alphorn-Bläser. effektiv Alphorn, die eröffnen das Festival Ja. jedes Mal. Ah, wirklich? Ja. Ah, nicht gewusst. Jedes Mal fangen sie an mit irgendwelchen, sie spielen irgendwelche Lieder auf der Alphörner. Okay, sehr cool. Gibt's Breakdowns? Keine Ahnung, aber schau dir mal, sorry, aber wenn du das Foto jetzt anschaust, man, Alter, auf dieser Mainstage dort stehen, muss schon fucking Ja. sick sein. Voll. Nein, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kann da wieder normal laufen. Und es wird lustig. Ja, ich trage die nicht durchs Festival. Okay, ja, das ist der letzte Festival, den wir heute da Ja, alle am Haten wegen dem Rugenbräu, aber hört doch mal auf Haten wegen dem Rugenbräu. Also, es ist scheißegal, weil die sind alle besoffen wie Sau die ganze Zeit. ja. So, also, sorry, wenn du am Morgen am 7 Uhr ein Bier reinstellst, musst du nicht motzen, dass es nicht ein gutes Bier ist. Ja. Wenn du am Morgen am 7 Uhr ein Bier reinstellst, ist es scheißegal, was Ja. es für ein Bier das ist. Ich habe noch nie von Rügenbrück gehört. Weißt du? Das ist Berner Brauerei. Okay. Ich finde es jetzt auch nicht mal so scheiße. Mhm. Sie sind alle am Hate immer so, oh, scheiß Bier, wir haben endlich gutes Bier. Und dann ist einfach so, Kollege Essig, du hast dir jetzt schon 18 reingestellt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass du 18 Bier getrunken hast, dass es nicht gut ist. Mhm. Mhm. Weil irgendwann kannst du Bier ja nicht mehr saufen. Ja, voll. Ja, aber Dann trinke ich Gin Tonics. darum Die trinke gehen ich nicht mehr. Mate und Red Bull. Let's go. Gemischt. Yes. Ah, du ziehst Zusammen. das auch im Greenfield durch. Ja, ich bin jetzt schon. Ja, stimmt, du bist ja straight edge. Ich bin all the straight way, edge Bro. jetzt, ja. Du bist sicher straight edge, Alter, ja. Alright, nein, es wird lustig. Ich bin sehr gespannt. Würdest du dich, als, wenn du jetzt wirklich einfach so, also hast du dich so hardcore dazu entschieden, nie mehr Alkohol zu trinken oder hast du einfach jetzt keinen Alkohol mehr trinken? Einfach Fair. Ja. Aber das habe ich eben auch schon am Nico gesagt, weil auch wenn ich nie mehr über Alkohol trinke in meinem Leben, ich würde nie straight edge sein. Ja, es ist cringe. Ja, nicht mal, ja. Ja, ich hätte es jetzt anders formuliert, aber es ist einfach halt, das eine ist halt einfach, ja, ich trinke nicht und das andere ist halt einfach eine politische Einstellung. Ja, Also das eine ist eine Lebenseinstellung und das andere Ja, ist ja. einfach, ich trinke keinen Alkohol. ja, voll. Ja. Ich meine, Also, du kannst, also, ich wollte einfach leichter sein zum Bouldern, that's it. ja, Fairplay halt. Ich meine, ja. Muss nicht da X Du bist in meine einen Hände. schlechten Einfluss auf mich, Alter. Nur wegen dir habe ich aufgehört, Shows zu trinken. Aber ich weiss nicht, was ich im Greenfield machen soll oder auf Festivals, weil ich Ja. trinke schon amigs gerne ein Bier. Ja, also. Jedes Oder ein ist Gin Ding. Tonic. Also ich finde, also ich bin jetzt ein mega großer Fan. Also keine von- Angst, ich fühle mich nicht von dir unter Druck gesetzt. Nicht zu Nein. trinken. Nein, also ich finde, also jetzt bin ich recht ein großer Fan geworden von alkoholfreies Bier. Also ich bin recht ein grosser Fan geworden von nüchtern sein an Shows, weil einfach Mega. irgendwie, also am Schluss habe ich nicht mehr Spaß, nur weil ich mir 4 Bier in den Grind geballert habe und hacke voll dort. Also gut, nach 4 Bier bist du nicht hacke voll, Ja. aber wenn ich mir jetzt 4 Bier reingestellt habe und nicht mehr ganz weiss, wo die Bühne steht. Ja, Also, voll. Nein, ich weiß, also das Chillige ist einfach, nachher kann ich einfach an den Heimfahren? Heimfahren. Genau, Kannst du mal heimfahren. heimfahren? Bist du einfach die Heim? Vielleicht noch ein bisschen Netflix schauen, vielleicht ein bisschen gamen, weißt also recht. Also ich finde, eben, Thema Produktivität, ich bin produktiver. Das ist nicht für jeden. Ich finde es gemütlicher jetzt. So. Das ist Und- nicht für jeden, die halt nicht mit sich selber klar können, wenn sich das Leben schön saufen. Nein, Ist aber, halt so.
Nein, also ich finde, Bier ist geil. Aber ich finde, Und wenn, alkoholfreies wenn, Bier jetzt macht du, es wenn, jetzt, wenn jetzt du das gehört hast und mit meinem Satz, den ich gesagt habe, Meinungsverschiedenheiten hast, dann überlege mal, wieso dass du die Meinungsverschiedenheiten hast. Mhm. Ich sage nichts dagegen, ich sage nichts gegen Alkohol trinken. Mhm. Ah, ich bin ein sehr großer Bierfan. Ich bin ein sehr großer Fan von Alkohol. Alkohol hat für recht viele gute Momente in meinem Leben gesorgt. Aber eben, wenn du es musst haben, damit du es cool findest, dann ist irgendetwas nicht gut. Ja, und ganz ehrlich, also ich will auch nicht den Hangover am Greenfield haben, wenn die Sonne mega Der hast heiß du sowieso nicht, Alter, weil du bist immer besoffen. Ja. Du musst Greenfield ist das Beste, du kommst am Mittwochabend an und dann das ist wie Surfen auf so einer richtig langen Welle, weil du steigst dann, du paddelst raus, du paddelst die Wellen an und dann heisst es einfach immer ein bisschen nachschütten, damit du schön drauf kannst reiten. Ja. Am Anfang sagst du ein bisschen zu viel und dann nimmt sie dich fast wieder und dann am Anfang sagst du ein bisschen zu wenig und dann bist du wieder am Hinabgehen. Aber wenn du so schön drauf... Das haben wir, wo wir in unserer Asozialitätshochphase waren, so mit so knapp 20 haben wir wo Eversis noch alle zusammen als Greenfield sind, haben wir das perfektioniert gehabt. Dort sind wir einmal an Land, wo wir noch Getränke mit ihnen nehmen, sind wir noch in Landi. Haben irgendwie insgesamt sind es glaube ich etwa 190 Dosen Bier gekauft am Donnerstag und haben das Gefühl, wir brauchen bis am Samstag kein Bier mehr. Ich bin am Freitagmorgen aufgestanden, habe Domi gefragt, ob ich noch ein Bier habe. Und er so, ja, ob er auch ein Bier aus der Truhe will, will ich eins holen. Und er so, ja, Brütsch, da müssen wir kurz drüber reden, die Truhe ist leer. Ja, wir haben dort knapp 10, 200 Bier vernichtet an einem Tag. Ja, am Grenich ist auch crazy. Wir haben 24 Bier gepackt. Aber ihr habt die Welle nicht verwünscht. Ihr sind die Welle davon. Ja, genau. Sind das ist schon schade. Eben, deswegen nachher weiss ich nicht mehr von Fjord oder von den anderen coolen Bands, die es gegeben hat. Und ich so, ja, ich weiss noch bis Bleed From Within. Und nachher weiss ich nicht mehr. Und ich sage, ja, das ist auch nicht cool. Ich kann nicht Eintritt zahlen, das ist schön und so. Deswegen bin ich gespannt auf Greenfield. Ja, logisch wissen ihr nicht mehr. Ich sind ja auch nicht die Vorne gewesen. Die sind alle die ganze Zeit auf dem scheiß Campingplatz reingekommen. Dann haben gesoffen. Keiner von euch hat irgendeine Band geschaut. Ja, voll. Ich glaube, du bist für Bleed From Within für einen Tag und so. Geil! Und dann wieder, kommt irgendeiner Bury Tomorrow schauen? Kommt irgendeiner das schauen? Stimmt, nein, Bury Tomorrow habe ich auch geschaut. Ah ja, Bury Tomorrow, stimmt, das haben wir auch noch geschaut. Aber die sind die ganze Zeit rein gewesen. Aber ich weiss, was so. Ist cool gewesen, aber mehr davon wollte ich nicht. Ja. Eben, nein, und dann halt den Samstag voll Hangover, Save Last Breath geschaut. alle mit der Sonnenbrille da gestanden. Das ist so gut ausgesehen, wenn ich das Zeug aufgebaut habe auf der Bühne und einfach so langsam alle von meinen Bekannten und Kollegen mit so Sonnenbrillen und einem Cola in der Hand oder so dort vorne gewaschelt sind. So. Ja, genau. Nein, also ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich mega. Aber mir 40 Stutz für den Parkplatz mit zahlen. Ich tue nur Mecker auf höchstem Niveau. Das stimmt. Es ist wir tun Greenfield Mobile einfach, weil jetzt der grösste Schweizer Festival ist. Das ist auch der biggest boy ist in town. Ich finde, wir sollten mit besserem Beispiel vorausgehen. Wir sollten es nicht mobben, wir sollten es nur kritisieren dafür, dass unserer Meinung nach zu wenig Schweizer Bands dort spielen. Ja, genau. Für das setzen wir uns ein. Aber Vote Metal Server 2025. Vote Metal Server 2024. Ja, wir wären sicher bessere Präsidenten wie die zwei, die sie jetzt aufgestellt haben. Ich weiss nicht, wie die Organisation alles aussieht. Bro, die erste Amtshandlung von mir wäre Nationalhymne einfach mit Unearth-Songs auswechseln. Sehr gut, machen wir das. erste Amtshandlung, eine Nationalhymne wird einfach Austrian Death Machine. Okay. Aber ja, das ist mal der kurz und knackige Festival Season Special gewesen. Ja. Haben wir sonst noch offene Punkte? Oder Festivals sind so viele, aber es ist schade, dass wir nicht mehr haben, aber es gibt, da hätten wir 10 Stunden. Ja, es ist schade, dass wir nicht mehr haben. Wir haben ja nur schon fast 2 Stunden geschnurrt. Eben, genau. Ich habe schon gewusst, wir driftet. Ich freue mich auf alle die Festivals, die ich gegangen Ja. Nämlich hauptsächlich die ich weiss, dass ich gegangen, wo ich fix schon Tickets habe. Du gehst jetzt Slam Dunk, oder? Slam Dunk, fliege ich morgen auf London. Ja. Grenichen und Greenfield Festival. Wo wahrscheinlich wieder sau lustig wird, weil von allen Seiten wieder irgendjemand rumschreit, Servela! Ja, das wird funny. Das hast du letztes Jahr nicht mitbekommen. Nein, aber am Grenichen Bruder, es ist keine Sekunde gegangen. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen. Geil. Und irgendjemand schreit schon, der Servela! Und das wird gut. Sehr gut. Das Greenfield ist immer lustig. Also, wenn du am Greenfield dabei bist und kommst einfach uns sagen. Und
trinken wir ein Bier oder etwas zusammen. Let's go. Voll. Also du willst einfach, dass ich sterbe, hä? Ja. Weil ich muss ja dann deine Bier auch trinken. Genau. Du Fucking hell. bringst mal ein Bier, Bella trinkt. Das ist der Bella-Challenge für das Greenfield. Ich trinke so viel Bier, wenn ich immer trinke, wenn ich keinen Bock drauf habe, trinke ich es nicht. Das ist etwas, was ich, falls irgendjemand irgendwann mal mir das Bier zahlen und mich fragt, ob ich ein Bier will und ich Nein sage. Mhm. Wenn man dann ein Bier anstellst, dann wird das Bier nicht getrunken. Da haben schon viele von meinen Kollegen müssen lernen. Das ist Challenge. Make Bella Soup again. Also, ich trinke am Greenfield ganz sicher. Es wird funny, ich freue mich. Ich würde mich wahrscheinlich nicht besaufen, aber es wird ganz sicher passieren. Ich bin ziemlich sicher am Mittwochabend im Jägermeisterzelt. Aber ja. Ich bin mir ganz sicher einen Jäger Tonic am gönnen, Alter, am ersten Abend. Aber ja, das ist mal Folge Nummer 42 vom Podcast gewesen. Falls du findest, dass wir coole Zeugs machen und findest, hey, Podcast ist cool. Das hätte ich jetzt vergessen. Wir gerne supporten. Wir haben das Patreon. Ist doch nicht metal.servola, ist metal.servola. Also patreon.com/metal.servola, alles zusammen. Du kannst uns supporten für das Bierli im Monat. Und durch das können wir nachher coole Sachen machen. Mit dazu gibt es News in der Zukunft. Einer von denen ist, dass wir für die Metal Servola Awards mal coole Statuen machen. Das ist der nächste Ziel. Voll. Was wir jetzt anbieten können, unsere Patreons, ist, dass wir am Schluss kaufen einfach Servola, also gefrieren sie, oder? Wir machen Servola Stand. Aber wir verschicken sie ja nicht. Bands müssen sie abholen. Okay, fix. Irgend so eine Roma-Band. So. Ja. Baske. Ja. Nein, aber eben, was wir jetzt anbieten, ist am Schluss für jede Folge wir unsere Patreons bedanken. Und was wir jetzt auch machen, ist, wir lassen noch ein bisschen von ihrer Musik am Schluss der Folge laufen, für die in einer Band spielt. Also merci vielmal an Tim von Polar Shift. Du gerne sich. Jetzt läuft Musik, oder? Nein, das kommt nach dem Outro. Ja. Hast du nicht die letzte Folge bis am Schluss gehört? Doch schon. Okay. Also ich höre unseren Podcast nicht, ich bin dabei beim Aufnehmen. Genau. Aber ja, merci, Tim von Polar Shift, gerne sich. Wir haben etwas vergessen. Was? Wir haben etwas vergessen. Dass ihr eine Schlagerband spielt? Fürs Greenfield. Was? Das ist die mit einer Schlagerband spielt, oder? Nein, am Greenfield. Was? Ja, wenn ihr am Greenfield wird euch vielleicht unter gewissen Umständen irgendetwas bekannt vorkommen, wenn ihr vor der Mainstage mal steht. Hört gut zu. Hört aber mal genau zu. Ja. Und, was dort kommt, verraten wir nicht. Schreibt uns auf Instagram ein DM, wenn ihr herausgefunden habt. Schreibt, macht das Video, taggt uns. Yes. Wenn ihr herausgefunden habt, von was wir zwei jetzt auch reden. Genau, machen wir das. Also, das ist funny. Merci, Tim von der Schlagerband Polar Shift. Dave, Save Last Breath. Merci, Brudi. Was ist Save Last Breath für eine Band? Wenn Polar Shift eine Schlagerband ist, dann Gospel. Gospel! Ja, Gospel. Ja. Aber so in einer grossen Praise Church. Genau. Televangelist Music. Ja, so. Dann May the Lord have mercy! Genau. Genau. Dann merci am LV, wo man vermutet ist, ein Luki, der Kate Effect. Also bis niemand etwas sagt, läuft einfach Kate Effect am Schluss. Nein. Das können wir nicht machen. Wir können es nicht einfach... Falls sich der Lukas von der Kate Effect entschieden hat, anonym zu spenden, können wir jetzt nicht einfach seine Band promoten. Wir können schon. Aber es macht schon Sinn. Ja. Außer das ist etwas anderes. Das ist der Louis Vuitton. Das ist Louis Vuitton. Und wir haben nachher halt Louis Vuitton Bags, whatever. Breakdowns. I don't know, ich habe verloren. Und merci an Nicola von People Die at the Fair. Merci, Brudi. Merci für uns. Die sind in Tschechien gewesen. Die haben in Tschechien gespielt letzte. Jetzt? Geil. Die haben eine Tschechien-Tour gemacht. Also nicht in Tschechien, die haben in Deutschland und dann 2 Shows in Tschechien gespielt. Sehr cool. Stimmt. Ich habe ja gesehen, sie haben gepostet. Ja, es ist cool. Geht schauen. Geht auf Instagram auf People Die at the Fair, PDATF. Genau. Und schaut dort mal, wie das aussieht. Das sieht mir sehr cool aus. Merci an unsere OG-Würste von Patreon. Und wir sehen uns nächstes Mal. Vielleicht am Greenfield. Wann ist Greenfield? Wir sehen uns... Nein, wir sehen uns voran. In der Valhalla war in Basel. Tatsächlich, wann ist das? Oh, das ist am 8. Juni und wir sollten noch ein Promo-Video machen dafür, habe ich herausgefunden. Stimmt. Alright, dann machen wir das. Machen wir das nachher. Alright. Tipptopp. Ciao zusammen. Tippitoppi. Bye bye. Sagt die Cocky.